Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spielen für euch die 16er Burg. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Odern sind schon von heute. Das Wienerlied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backen spielen wir noch den Wiener Schal. Die Quetsche klingt heute super fein, Die Kontra pumpert hinten rein. uns Gesang der klingt jetzt auch schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Burg. Es hören Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. In dieser neuen Ausgabe, Montag ist es 20.15 Uhr, Winetime, Pawlatschen Nummer 212. So schaut's aus, grüß euch Gott. Wahnsinn. Endlich wieder in Wien, also endlich wieder, also jetzt, ich bin immer gerne der Klaus, aber endlich wieder in Wien, vor allem was die Potenz der Frequenz betrifft, nämlich das Internet. Ne? Da sind wir hoffentlich, ich verschreie es nicht und dann bricht es gleich an. Zum Schluss, nein, wir sind da, wir heißen euch herzlich willkommen zu Pawlatschen aus dem Studio Donaufeld. Ja. Und ich würde sagen, wir dann gar nicht lange herumreden, weil wir werden sofort zum Unbottling kommen, weil heute haben wir ja ein Unboxing auch noch. Ja, wir haben viel vor. Ja, daher, Patrick, schaut da gleich, jawohl. Ich gehe zum Weinkühlschrank. Kamerakind Patrick bewegt sich Richtung Weinkühlschrank. Jawohl. Öffne die Pforte. Schau mal rein, was wir haben. Und das Teil. Viel haben wir nicht mehr. Das nehmen wir. Ja, den nehmen wir. Nehmen wir den. Yes. So schaut's aus im Schneckenhaus. Ein grüner Veltliner. Sehr schön, sehr schön. Da kann schon nichts mehr passieren, gell, wenn man einen grünen Veltliner hat. Patrick, führen wir mal dort bitte auf das Bild hin, dass man sich das ein Stückchen hochhängen muss. Jawohl, Dankeschön. Nur, dass man sieht, dass das Bild sehr wohl noch im Studio hängt. Aber, Selbstverständlich. kannst wieder zurück, danke. Jawohl. Aber wir haben das von da weg gehängt, weil das durch das, dass es eine Glasfront hat, spiegelt es immer und permanent. Egal was man macht, es ist nicht weggegangen. Und Das Spiegeln ja, leider. ich wollte nicht mehr mit der Herumschule mit den Lichter und wir sind ja ausgeleuchtet wie die Profis. Nur halt Wie der Lichter hat sich ein bisschen was geändert. mit Softbox drauf, ja. Ja, die habe ich schon. Ich weiß schon, ja. aber das. So ist wieder oben. Ich habe irgendwann wahrscheinlich vor Jahren einmal angestaubt. Da habe ich es runtergetan und dann war jetzt voll, dass ich es aufgetue. Heute haben wir gedacht, ich war irgendwie was. Wie es so ist, machen wir nicht. Heute war ich einfach motiviert. So, Patrick, öffne. Schauen wir Grüner mal. Veltliner vom Löss 2022, Trabauer. Warte mal, das kann ich ja filmen. Jawohl, Weingut Trabauer. Was man steht da nicht drauf? Am Wagram. Ja, Jawohl. super Sache. Schau da was an. Jawohl. Wo fängt da? Wo fängst du? Die aufgegangen. Wo fängst du? Das ist auch aufgegangen. Ist ja nicht immer so, ne? Dass die Flaschen gleich aufgehen. Immer wissen wir, jawohl. Schau da was an. Schau dir was an. Einmalig. Wunderbar. Und mit dem werden wir jetzt einmal da. Ich lasse mal das so. Lass du. Falls du das noch brauchst. Falls Ja, das falls dann du brauchen wir heute noch, vielleicht wenn wir ein Unboxing auch noch vor. Jawohl. So, aber jetzt einmal. Pass auf, du hast das gleich. Weißt du, es gleich. Weißt, kein Gefühl. Haut auf, macht schon hier auch Ich gleich. hab's ja angeholt auch. Was. Auf euch, meine Lieben, sehr zum Wohl, Prost. Prost. Mit einem herrlichen grünen, mit dem haben wir ja schon gehabt. Den. Ah, herrlich. Quasi aus dem Hause, nicht aus dem Hause, aber aus dem Portemonnaie von Momo M. Immer wieder. Momo M ist auch da. Spielt sie heute am Schoß von der Mama, fragt die Momo. Sicher jetzt schon. Können wir machen, wir letztes Mal gespielt, ja. Spielen wir eigentlich sehr oft. Gerne, na sehr Können wir gerne. natürlich machen. So, ich muss vorhin kurz reinschauen. Maggie Pemperton ist da, es Gott an alle Pavletschierende. Jawohl, der Ludwig saß am Morgen ging es sich nicht aus.
Aber jetzt, grüß euch miteinander und einfach schöne Zeit miteinander. Ludwig, schön, dass du da bist. Grüße an deine Holde, sofern sie auch zusieht, das würde uns gefallen. T50 Sekunden, Matthias Mariacher einmalig. Susanne Faberer, Matthias Mariacher sagt noch, gleich ist wieder Weintime, jawohl. Peter Brachtl, diesmal allerdings Brachtel Peter. Aber ist neu. Neuer Kanal, wahrscheinlich. Oder umgeschrieben. Oder umgeschrieben, aber Brachtl Peter. Eine Pracht, dieser Peter. Susanne Faber habe ich schon gesagt, eine Organ Rudi Hochtel sagt für unsere Burschen. Jawohl. Super. Franz M., einen schönen guten Abend an alle Pavlacis, die haben kurz in den morgendlichen Kaffeeklatsch hineingehört. Einmalig, sehr leibend. War ja einmalig heute auch, nicht? Das muss man ehrlich sagen, ja. Was? Der Kaffeeklatsch heute war Heute, ja. einmalig heute, ja. Aber Moment, wir haben aber aus den Möglichkeiten Natürlich. alles gemacht. Na Also, klar. da kann man uns nichts Sowieso, vorwerfen. ne? Freilich, keiner rechnet damit, dass wenn ich in der Klasse bin, just dein Internet schlafen macht und nicht meins. Mit dem haben wir zum Schluss gerechnet, dass das ist. Also eigentlich gar nicht an das gedacht, dass das einmal so sein kann. Aber da schau her, der Uli Slonik aus Helsinki und der sagt auch, ja, es ist bei ihm nicht anders. Am Morgen ist er so unkommunikativ, dass er nicht einmal jemandem zuhören möchte. Weil Uli, aber wenn du uns zuhörst, du bist munter, du bist auch kommunikativ. Kommunikativ ist auch nicht schlecht. Das ist Brandweinerdeutsch. Bist du kommunikativ? Jawohl, der Wolfgang ist am Start. Holt man schon wieder. Kommunikativ. Natascha Sperk, liebe Grüße aus dem Weinviertel. Seht euch allen, Natascha und Roland. An euch beide natürlich. Grüß euch gut. Also Weinviertler muss man natürlich Da müssen wir Wein trinken, das ist mir klar. Das ist nicht klar. Landalstromer ist da aus Rheinhessen. Michael Unger, Daniel Schlögl, unsere Prinzipessa ist am Start, jawohl, einmalig. Servus, sagt der Ulrich. Nathalie ist auch da. Schönen Abend, Burschen, hoffentlich geht's euch gut natürlich. Uns geht's gut, ganz klar. Passt. Grüß euch, 16er Buben, Paula Gissi, sagt Werner Wichtig. Der Fritzl Startguss, unser Grausenior, ist auch da. Einmalig. Christian Summerauer ist da, diesmal wieder, jawohl. Super. Einmalig. Ist der Sommer am Wochenende noch in Salzburg? Auf der Messe. Bruder auch, ja. Ich muss den Bruder nicht anrufen, wie es war. Aber alle 3 Tage. Also Freitag, Samstag, Sonntag der Oliver. Jawohl. Alte Bekanntschaften natürlich getroffen dort. Ja. Der hat schon ein Kapperl hat er vermacht bekommen. Kapperl. Ja, der Hut ist nicht so praktisch, aber Familie Nagel war auch dort. War auch da, jawohl. Liebe Grüße natürlich auch an dich. Dankeschön. Na schau da was an. Herrlich. Liebe alte Freunde getroffen dort sozusagen. Nein, da muss ich mal anrufen, wie es war. Da muss ich fragen. Die Momo habe ich schon angesprochen, habe zwar noch einen Mutstrom Grip, aber da bin ich dabei. Roman 69 Model, alles Gute zur Besserung und leider, dass da natürlich dabei Daumen bist. sind gedrückt. Absolut. Haut's eine. Liebe Pavlacis, die haut's eine. Für den Roman 69 Model, dass sie die Grip verschüsst, haut's eine Organ rote Achteln. Seid so gut. Weil, wirst sehen, Roman, das ist, wenn du das da ankriegst, das ist dermaßen eine positive wöhnende Heilfrequenz sozusagen, die da ausgeschickt wird. Da scheißt dich an, also nicht im sprichwörtlichen Sinne, nicht Bitte direkt, nicht schon wieder. sondern einfach, was du so im Ding und merkst, hoppala, die Grippe ist beim Teufel. Sehr gut. Sehr gut, das wird schon werden. Adi Rehberger ist da, Herr lieben Dank für das Frühstück, Grüße, seid urlieb. Ganz liebe Grüße, Adi, ja. Hauptsache, alles leibend bei dir. Und du hast ja ordentlich was drauf. Also, die Nathalie, die ist so dezent umrissen, was du in den nächsten, ich glaube 3 Wochen oder was noch von dir hast. An Impfungen brauchst du alles ja viel. Ja. Mächtig, aber es wird werden, wirst sehen. Wird werden. Eins muss ich sofort sagen, Landalstromer Markus schreibt schon ganz groß, Mittelhessen. Habe ich schon wieder, was habe ich denn jetzt gesagt? Ja, ich glaube, du wirst Rheinhessen habe ich schon wieder gesagt. Rheinhessen. Erst, das gibt's ja nicht. Ich bestrafe mich selber mit einem ordentlichen Schluck. Der gute Maber und der Landalstromer Markus mögen mir verzeihen, ich habe mir jetzt extra als Straf einen Schluck grüner Veltliner rein. Trinke mit. Wieso? Du hast nichts falsch gemacht. Trinke mit. So, Mittelhessen, du Hurfler, Mittelhessen. Müssen wir es hier mal irgendwann mal. Der Alexander Haus ist am Start, jawohl, Alexander, ganz wichtig. Zweimal am Tag die Buben, der Ulrich, jawohl. Na gut, wenn wir natürlich am Montag hat man uns zweimal, ja. Ja. Hat der zweite Hals von Klaus Gitarre 16 Seiten oder habe ich mich verzählt? Ja, du hast dich verzählt. Der zweite Hals hat 9 Seiten. In Summe habe ich 15.
In Summe sind es 15, aber der Bass, das sind 9 Seiten da. Das 16 ist schon, war halt mächtig. Das war dann mit dem Griff. Blödsinn. 21. Ja. Aber es war auch viel. Da kann jetzt 25 auch schon sein. Das Habe ich Contra noch nie gesehen. Das höchste, was ich gesehen habe, war ein 18er. Genau. Und das ist ja unspielbar. Nämlich nicht nur unspielbar, es ist ja theoretisch, gewisse Dinge kannst du spielen, aber du bist nicht eingeschränkt, aber vor allem es klingt nicht mehr, weil das kann einfach, geht physikalisch, bringt das der Korpus und so nicht mehr aus. Also das geht dann nicht mehr. Ja. Weil du musst ja den Zug auch rechnen, das heißt, das muss ja den Zug aushalten und auch noch einen Englischklang verbreiten können. Und so sollte es sein. Und das, im Prinzip, das sind zwei Kräfte, die gegeneinander arbeiten. Ne? Was haben wir da? Der Raffi ist da, jawohl. Eure Morgenschule ist besser als Ö3. Na ja, gut. Du danke da, ich meine, das ist auf der anderen Seite jetzt wiederum nicht keine große Kunst. Muss man auch ehrlich sagen. Ich meine, weil bei uns. Gut, in der Früh wird nicht, ich würde schon sagen, bei uns wird er wenigstens gesoffen, aber in der Früh ja auch nicht. Da gibt es einen Kaffee. Kaffee. Der ist aber à la Bonheur bei uns beiden, weil wir beides ja einen guten Kaffee trinken können. Guten Kaffee. Der Wein aus der Unterlot, sagt die Mecki. Richtig, Marco Cinelli ist da, grüß euch, Buben, servus die Madeln, habe die Ehre. Fritzel Startgos, grüßt alle. Stoß von der Mama, von dem Wunsch von der Momo ist natürlich gemerkt. Sandra, die Susanne Faber wünscht sich das auch. Ja. Der KTM-Junkie ist da, aber die Ehre auch wieder mal dabei. Das Servus! Servus, grüß dich Gott. Neuer Kanal, aber schon seit 3 Wochen. Ja, Prachtel Peter, stimmt eh. Aber jetzt lese ich es erst einmal so bewusst wieder. Und du hast mir es geschrieben auch. Und habe sogar deinen Kanal schon beworben, auch schon. Aber ja, weißt du, bitte habt ein bisschen an Nachsicht mit mir. Grüße aus dem Weihviertel. KTM-Junkie ist ein Weihviertel daheim, da müssen wir auch noch mal einen Schluck nehmen. Ja, ist das noch? Meine Weihviertler. Ein Weihviertel muss man schon. Jetzt müssen wir uns immer beim Bayern da sein, ein Bier auch noch herrichten. Ne? Da habe ich die Ehre. Aus Norddeutschland sagt der Schauber Matthias Moin. Jawohl, aus Kiel. Grüß dich Gott, das gefällt nicht. Die Wildcat ist auch da. Wildcat ist von Nürnberg, oder? Nein, die Nymphensittiche sind aus Nürnberg, glaube ich. Fix. Wo ist die Wildcat jetzt wieder her? Schon wieder, ich sag's euch. Ich habe vergessen jetzt wieder. Verzeiht's mir. Es ist ein Wahnsinn, was ich da schaut, das sind die Achteln. Harry Schneller-Font ist auch wieder mal dabei. Große Freude. Naja, aber der Harry, der Roman 69 Mudel ist mit Glühwein dabei, das ist überhaupt eine sehr geschickte Geschichte, würde ich sagen. Ja, Matthias Gerald hat da nichts versandt. Nein. Schau, aber da rein die Achtel rein. Jawohl. Ausgezeichnet. So. Ja, doppelseitige Kontergitarre war der Klangerlebnis. Das glaube ich, Harry. Eine doppelseitige Kontra. Von beiden Seiten bespielbar. Nein, weißt du, wie die 12-seitige Gitarre? Ja. Das war aber keine doppelseitige dann. Na sicher. Das war eine 30-seitige. Wenn du eine 12-seitige Gitarre hast, dann hast du jede Seite doppelt. Ja. Wird gespielt wie ein Sechser und so meint er das, eine doppelseitige Gitarre. Ich habe sowas gehabt sogar schon in meiner Jugendzeit. Ja, ich war 12-seitig, aber er meinte das damit. Nicht? Verstehst du jetzt da? Ja. Endlich, was uns der Harry sagen wollte. Jetzt habe ich es. Einen Schluck. So, jetzt spielen wir noch ein Lied. Der Olmei Staff ist am Start, grüß dich gut. Jawohl. Sanit Mutz ist in Stuttgarter. Yes, aber irgendwas war mit Nürnberg, oder? Dann das Lied mit Geduld auch singen. Das Lied mit Geduld auch singen. Das spielen wir immer mit Geduld. Das kannst du gar nicht schnell spielen. Sollen wir das gleich spielen? Nein, oder? Nein, jetzt machen wir noch was anderes, oder? Was machen wir? Was reißen wir noch? Gleich ein Wienerlied, gleich ein schönes Wienerlied. Jawohl! Auch schon länger nicht gespielt. Vor 20, 30 Jahren, da war am Kier der Knallerling. Da hat's uns nix wie saubere Buben und saubere Dirndl gegeben. Und haben's vertanzt und umgestrampft, das war gewisser frei. Ja, sehen's, das waren halt da zumals noch kerngesunde Leute. Wenn der Resi hat gesungen und es war gewiss kein Pflanz. Ecke, Tanz und Lieder, wo man von den Bären gewohnt. Der dicke Pepe Karl und der Franzl, alle drei. Ja, haben's vertanzt und umgestrampft, da war man gleich dabei. Heute geht's mit Singen schwer, wir haben keine Stimme nicht mehr.
nicht so. Wir sind aus Heu und Stroh. Ja, mir geht's schon. Da muss ein Fehler sein. Wir haben auf der Welt keiner mehr gehört. Unsere lieben Alten waren nicht anspruchsvoll auf Ehe. Fürs ganze Jahr 21er und kein nimmer mehr. Vater und mit Schwesterlein an Schienhosen dazu. Ein schwarzes samtne Westen, das war für die alten Knurr. Ein große Meerschaum-Pfeifen mit einem silbernen Beschlag. Ein Schiebes über 20er halbe drinnen im Sack. Ein Siegelring, ein Schwarer von der Nägel, gar keine Spur. Das Kupfer, was der drum hat, war auf der großen Not. Schau mal heut an Gigerland, an so ein Tanderland oder ein Biereswand, ein Steckerl in der Hand, ein Glas Schirm drin im Gesicht. Und in die Fürsten kick einmal der Draht noch dabei, ja gestern nicht gleich. So schaut's aus, Puffzack. Klagenfurt haben wir schon sehr lange nicht gespielt, ist mir heute eingefallen Nachmittag. Klagenfurt, ja, scheinmalig, einmalig. Schöne Sache. Einmalig die Achtel von einer. Der Rohe war Schwarzwälder, alles klar. Genau, der Rohe war schwarz. Siehst du, da ist schneller Fonte. Danke, Klause, 12er habe ich gemeint. Ne? Ja, was? Ich habe das gleich gewusst, was los ist. Ne? Weil ich mich auskenne, Patrick. Der wäre ein Vollprofi Ja, was auf den Gitarren. Oftmals voll, mitunter Profi. Profi, ja. Da, die zwei sind von Köln zu Stuttgart. Ich zwischen Stuttgart und Karlsruhe nahe in Pforzheim. Wahrscheinlich merkt man es uns eh nicht. Nein, Pforzheim. Das macht nichts, muss es uns halt wieder dann. Bitte, ich bitte darum. Ja. Ich danke dir schon auf jeden Fall jetzt schon für deine Geduld. So die Achtel von einer. Das gefällt mir, Welt rein sie mit Geld. Ja, Maggie, das ist bei uns so. So, Patrick, du schenkst mir jetzt noch und dann kommen wir zu einer Unboxing-Aktion. Vom Unbottling zum Unboxing. Hat ja lang genug gedauert, bis dieses Box hier kam, also das Paket kam. Wobei, Na, alles im grünen grundsätzlich, nicht so schlimm. Dankeschön. Bitteschön. Wir haben ja angekündigt, dass wir im Laufe dieses Jahres unser 30-jähriges Bühnenjubiläum, das wir sozusagen jetzt in diesem Jahr feiern, dass wir das insofern begehen werden, dass wir auch wirklich die Bühne sozusagen in den Mittelpunkt stellen und werden die möglichst viele, also wir schauen, also wir hoffen, dass das wirklich ausreicht, was wir beim Taschler aufnehmen werden, also dass wir die Konzerte beim Taschler mitschneiden. Und dass das ausreicht und funktioniert, dass wir dann wirklich ausreichend Material haben für eine Doppel-CD. Auf jeden Fall eben ein Live-Album, das im schlechtesten Fall kommt halt nur auf Spotify, aber ich sage einmal, wir arbeiten daran, dass das auch ein Album wird. Als CD wirklich rauskommt und unter Umständen auch, schauen wir. Vielleicht auch eine Schallplatte, ja. Aber nicht das Gleiche. Also wenn wir ein Vinyl machen, dann wird das schon eine andere Geschichte. Also wird nicht einfach nur die Platten, die CD auf Vinyl, sondern wenn, dann machen wir Vinyl schon eine eigene Geschichte. Aber schauen wir mal. Jedenfalls ist natürlich die Grundlage von so einem Live-Konzert, wenn man es aufnehmen will, eine Aufnahmemöglichkeit, ein Aufnahmegerät. Jetzt ist es so bei den heurigen, speziell natürlich beim Taschler, wo wir uns, also die Idee war jetzt schon, dass wir beim Taschler nur Taschler-Sachen werden. Das Problem ist natürlich der Platz. Ja, Definitiv ist so. Wir können dort definitiv nicht aufstellen, irgendwelche Mikrofone haufenweise für Instrumente und Gesang und so weiter. Das geht dort schlicht und einfach nicht, platztechnisch. Überhaupt nicht. Das geht nicht. Wir werden schon Schwierigkeiten noch mit der einen Idee, die wir vorhaben, aber die werden wir schon unterbringen. Und daher haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, weil da tue ich ganz dezent einspannen, den Schmattes. Gute Idee. Weißt du, subtil, Patrick, subtil, lass mich in Schmattes Ding einrennen. Optimal. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns es war jetzt nicht so arg teuer eigentlich, gell? Für das, was es angeblich können soll. Was es kann angeblich, ja, das kann sicher. War es gar nicht so arg, wir waren irgendwo bei 400, oder nicht? Was ich mir alles schon angeschaut habe, ja. also
auf YouTube Videos, die das verwenden und so. Ja, das wird funktionieren. Es sollte eigentlich genau das machen, wofür wir es jetzt da gekauft haben, für diese Geschichte. Und aber ich blende das trotzdem wieder aus, ist meine Geschichte. Aber wie gesagt, die könnt ihr in Schmattes reinhauen, ist ja jederzeit möglich. Und auf jeden Fall haben wir das jetzt endlich auch zugeschickt bekommen und wir werden ein Unboxing machen, wie man das halt in der Internetwelt, in der Social Media Bubble so macht. Ja, genau so ist es. Patrick macht das, ich schau, aber die Filme. Na bitte, Kamerakind Klaus in Aktion bitte. Warte mal, Ich nehme einen Schluck vor. nimm einen Schluck. Wer die Kraft brauchen Nimm einen wahrscheinlich. Schluck. Kamerakind, Klaus. Das Paket, Zack. das schaut mal gut verpackt aus. Ja, da steht schon. Thomann ist keine Werbung, wir haben das schon alles selber gezahlt, aber Thomann muss man jetzt eben sagen, wir haben es versucht bei 2 Wiener oder zumindest nahe Wien, also bei 2 Musikgeschäften zu besorgen. Kläglich gescheitert, leider. Wann hätten wir es frühestens gekriegt, wenn wir es bestellt hätten, da in Wien? Ja, in 2 Wochen, ja. 2 bis 3 Wochen. So. Ja, sowas. Und jetzt haben wir es nach 5 Tagen vom Thomann mit allem drum und dran. Das ist gut verpackt, ja, Patrick? Das ist gut verpackt. Ja. habe ich die Ehre erst. Ich krieg schon einen steifen Arm. Schaut immer lustig aus, wenn der Patrick sich anstrengt. Gell? Und du denkst, das ist nur ein Poppendeckel. Was macht er mit einer Blechdosen? Das ist ja ein Wahnsinn. Ja? Schaffst du das, Patrick? Tut dir nicht weh aber dabei. Halbwegs gut aufmachen. Mir ist das Wichtigste, dass du nicht weh tust. So, schön, ich habe schon einen Chat reingekriegt. Wir haben es gleich, weit geht, wir vergessen. Ich kann das. Sollen wir es gleich machen? Parallel, nach Warte, Moment, zack, Geht ja parallel. Moment. Sanit Mutzi bedienen sich an Mamis Geldbeutel, bravo, 5 Euro. Er hat sogar mir jetzt die Überraschung. Das kann was, das Glockerl, ja. Weit geht unter die Sanit Mutzi, danke schön. Dankeschön. Jawohl, jawohl. Der Fritzl gibt eine Hilfestellung, Patrick. In der Mitte an der Lasche ziehen. Ja, habe ich nicht da. Soll ich wieder reinfahren? Soll ich reinfahren mit dem Ding, mit der Kamera? Schau. So schön her. Also, eins kann man schon jetzt sagen. Thomann ist immer super eigentlich, aber das ist eigentlich für... Du, aber Patrick, ich würde nicht sagen, es sollten eigentlich noch 2 weitere Sachen dabei sein, gell? Ist da was drin? Ah ja, Naja, das hat jetzt so ausgeschaut. Einmal Satten für einen kleinen Klausi, gell? Na da, Popel mit der Kamera. Achso, Entschuldige. Hannabach Golden. Also, ein ganz so. Ja, einen so. Ich habe noch einen daheim. Achso, Aber ich habe mir gedacht, immer wenn ich beim Thomann bestelle, ich das mit. Jetzt sagt die kleinen Sachen, jetzt die Speicherkarte. Speicherkarte nochmal auch, wenn wir das ja aufnehmen wollen. Ne? Und da jetzt holt's her. Tascam Porta Capture X8. Du, und das sind natürlich auch bis zu einem gewissen Grad nostalgische Gefühle, weil mein allererstes Aufnahmegerät, was ich besessen habe, ein Tascam Porta 2. War so drum. Es existiert sogar noch. Ja. Der Bruder hat es, ja. Hat das, ja. 4 Spuren, normale Kassetten. Normale Audiokassette, die allerdings nicht zum Umdrehen ist, sondern wo du die ganze Breite für eben diese 4 Spuren benötigst. Ja, genau. Habe natürlich damit nie in meinem Leben irgendwas Gescheites aufgenommen. Nie. Nein. Aber ich habe es gehabt. Da hätte es eine Schneidmaschine auch dazu gegeben dann. Naja, gut, ja, das habe ich aber nicht leisten können. Das ist sowieso nicht. Aber ich hab nicht gedacht, ich schneide das mit der Hand. Mit der Schere oder mit dem Stanley-Messer. Ich meine im Prinzip aber ja. Bei jedem anderen hätte man es auch geglaubt, nur was ich sage, ist das ein Schwachsinn. So, meine Lieben, also wir haben da jetzt dieses Tascam Porta Capture X8. Wir werden davon berichten, wenn wir ein bisschen Erfahrung damit gesammelt haben. Aber es hat, und ich glaube, da ist er da, Matthias Gerold ist da. Ja. Matthias Gerold war der nein, kein Zoom, ist ein Tascam, ja genau. Ja, da sehe ich es Bin gespannt, ob das... Wir haben lange beraten darüber, ob eher das Tascam oder eher das Zoom ist. Und es wurde dann das Tascam für unsere Sachen, die wir brauchen und kleiner und so weiter und so fort. Ist das für uns wahrscheinlich das Bessere. Wobei, Matthias Gerold sei gesagt, auch dieses hier hat diese 32-Bit Fließverarbeitung und ist es ja quasi genau das gleiche, hat den Vorteil, dass es eben auch Mikrofone schon drauf hat und es ist eigentlich kleiner und handlicher und dieses Zoom wäre für unsere Zwecke recht schwierig gewesen, das hätten wir schlicht und einfach nicht unterbaut, weil wir hätten dort auch wieder Mikros braucht,
Stromversorgung und. Also, und das, da haben wir jetzt auch Kastel, wo wir das hoffentlich so zusammenbringen. Aber auch das hat diese 32-Bit-Dingsbums da. Technologie, ja. Und der Punkt ist der, dass man mit diesem Vorteil, und der Matthias Gerold, ja, genau, Matthias Gerold, hat uns auf diese Idee gebracht mit dieser 32-Bit-Verarbeitung, hat den Vorteil, dass man sich nicht mehr verpegeln kann. Das heißt, wir hängen das auf dort irgendwo, wir Und das pegelt sich, der Pegel wird automatisch geregelt. Das ist der Hauptvorteil von den ganzen Und was zu laut ist oder zu leise ist, kann man trotzdem in der Nachbearbeitung so regeln, dass es nicht übersteuert oder nicht zu wenig Pegel hat. Also, die Technik wird da und dann fällt nur mehr das, was der Harry Schneider-Fonte richtigerweise sagt, na bumm, jetzt müsst ihr auch noch gut spielen, dann könnte es passen. Apropos spielen. An dem hängt es noch. Genau, jetzt spielen wir dann, wenn wir das weiter besprechen. Und während wir jetzt ein Lied anspielen, haut mir eine, bitte eine Orgel, eine rote Achtel für Matthias Gerold für diesen Tipp, Ja. wo zunächst einmal diese Zoom-Idee kam, also von der Firma Zoom, aber eben, wie gesagt, auch hier die gleiche, der gleiche Aspekt, nur etwas handlicher vom Tascam. So. Christoph Acker ist da. Acker, jawohl. Jawohl, super. Musst du Musste selber selber heute die- Gitarrenhals würgen. Jawohl, Super. Ist bravo. verziehen, ist verziehen. Jawohl. Da habe ich doch ausnahmsweise auch mal was gewusst. Na, Matthias Gerold, das war Weltklasse. Weil wir sind da natürlich, und der Uli Slonik schreibt, gleich ausprobieren. Das geht. Gehen wir mal, Patrick, gleich ausprobieren. Dann spielen wir was und dann probieren wir es aus. Gleich. Während die Trinkpause du zusammen, steckst die Karten rein, schaltest ein. Du hast Strom, Strom. Strom wenn wir schon herbringen wollen, nicht? Das machen wir schon. Auf jeden Fall, genau. Haut's mir eine Bitte für Matthias Gerold. Eine rote Achteln für diese großartige Idee, auf die uns da gebracht hat und damit vielleicht auch dieses Album überhaupt erst ermöglicht hat. Ja, mit der Idee. genau so ist es. Weil sonst da irgendwie war es nicht gegangen auf diese Art und Weise und schauen wir, was rauskommt. Da würde ich sagen, machen wir gleich. Machen wir gleich in Taschler. Machen wir Taschel. Machen wir Taschler? Bin ich In Marsch, ne? Beim Taschler. Ja, ja.
Für einen Mann. Gratulation. Danke dir ganz herzlich. Einmalig. Achteln fallen rein. Echt gefällt Und das passt euch einmalig. Und die Achteln, glaube ich, sind natürlich noch, wie ich es angekündigt und euch gebeten habe, doch führen. Matthias Gerold, der ist vielleicht daran schuld, dass wir das jetzt dann eigentlich so, weil durch die Idee, also der Matthias Gerold hat uns, das war im letzten Jahr, nicht? Uns Ja, im Oktober. Hat mir die Nachricht geschickt, weil wir da über das Thema geredet haben mit dem Pegeln, nicht? Das war mit der Schweizer Geschichte, die wir gespielt haben in Bern, wo wir da mit 2 Aufnahmegeräten kläglich versagt haben, weil wir es zu gering eingepegelt gehabt haben. Zwei Aufnahmegeräte, also wirklich. Und sagen wir 2 nicht unbedingt dumme Menschen. Ja. Einer davon der Klaus, der andere der Hans Üeli. Aber ich meine, definitiv kann man sagen, stolze Leistung, Versagt. Volltrottel. Ja, wirklich wahr. Aber ja. Und das haben wir erzählt und dann haben wir ihm die Nachricht gekriegt vom Matthias Gerold, wie er schreibt, da gibt es diese 32-Bit-Technologie, Zoom hat es. Und haben wir noch nie gehört, weiß man nicht, da hast du diese Pegelprobleme nicht. Und daraufhin haben wir ein bisschen recherchiert. Ja. Ich sage, heute habe ich definitiv das Brandweinerdeutsch drauf. Recherchiert? Da haben wir recherchiert. Da haben wir ein bisschen so recherchiert und haben dann gesagt, ja, das ist wirklich eine gute Idee. Und habe ihm dieses Zoom dann angeschaut, also die 2, 3 Geräte, die es also gibt dann von Zoom im Zusammenhang mit dieser 32-Bit Aufnahmetechnologie, die haben wir uns angeschaut und gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber da brauchen wir jetzt noch Mikrofone auch dazu. Und das wäre dann auch, jetzt hätte nicht mehr gekostet, auch noch dazu, aber das war uns wurscht gewesen, nur haben wir dann gesagt, ja, aber können wir das dann wirklich so nutzen, wie wir jetzt das eigentlich vorhätten? Vorhaben, ja. Und dann gesagt, eigentlich nicht. Und dann haben wir gesagt, das schauen wir mal, diese 2 Speed-Sache, die muss ja woanders stark geben. Und dann fanden wir das Tascam. Und Patrick, da kannst du mal machen, ein Unboxing vom Unboxing. Also, mach auf die. Das dieser Speicherkarte, nehmen wir gleich dazu. 64 GB. Man braucht noch, weil die hat gar keine einbauen, nämlich, glaube ich. Nein. Von Haus aus. Wenn ich mich recht erinnere. Und Hannabach vielleicht, schaut wer zu von Hannabach, ich glaube nicht, gell? Schaut, weil das war wegen einem Sponsor gewesen, aber ist ja wurscht. Hardware. Die Bibel dabei. Hardware, das ist ein Manual, Patrick, ein Manual. Was hast du denn? Manuel, ich weiß schon, was das ist. Also nein, ich wollte nur sagen, das. Jawohl. Haus halt einmal, Patrick, haus halt einmal bitte. Das ist ja wirklich, also Das war klasse, du nimmst das aus und das fliegt schon über den Ding. von der Handlichkeit her durchaus. Der geht. Da für die Mikros, die kennt da auf. Wieso Wieso gibst du mir das jetzt? Du bist schon älter. Nein, das ist jetzt dein Hocken. Das Das ist Fuhren. Ja. Da schau her. toll. Ein Kastel. Ja, mehr können wir jetzt noch nicht sagen. dazu. Batterien hat's auch. Aber schau, ich glaube, das können wir da ohne gleich ausprobieren. Nein, ich glaube, das ist ein bisschen eine andere Geschichte Ich sein. glaube, das sollte man ins Manual reinschauen. Habe ich so. Die Mikrofone sind schon runtergeflogen, die 2. Da ist eins, ich hab schon eins. Ja, da ist noch eins. Da schau her. Warte mal. Jetzt schaue ich, dass ich das wieder halbwegs zusammenbringe. Da, ne? Steht da dabei, was ich wohin tun muss? Nein, gell? Ja, das wird im Manuell wahrscheinlich Ja, stehen. im Manual. Ja, das sage ich da ja. Das Manuell ist schon dazu da, dass man reinschreibt. Ja, das klumpert da nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob das geht. Das ist ein Patrick, ich glaube, du musst ins Manual schauen. AG. Weil das, weiß ich nicht. Ja, mir ist schon der Karton über da, dass man den wieder zusammenbringt. Da. Sag euch, es ist nicht einfach. Patrick, so sich die zusammenbauen. Das ist mir zu. Ja, was da? Das, Patrick, bau du das zusammen. Das weiß ich nicht, wie das geht. Das weiß ich nicht. Bitte schön, ich schaue was einmal an. Aber auf jeden Fall, ich mein, und das war es eigentlich. Nicht? Also, da kommen jetzt noch diese 2 Mikros auf. Und das war es maximal, dass du das dann noch versorgst mit einem wie heißt das, mit einer Powerbank. Das ist also dazu. Da gibt es eben so für Stativ oder sowas ein Quint. Das ist sogar für einen Blitzschuh. Sogar eine Halterung. Und das kann man jetzt theoretisch am Tisch legen, hat also Gummifüße, kann man am Tisch legen. Oder was jetzt unser Plan ist, beim Taschler, da gibt es so einen Luster, so eine Lampe, der Deckenlampen. Und meine Idee ist, dass man das dann irgendwie, da gibt es so, was du sortieren kannst, was du so einhängen kannst, wo dann von oben quasi die Aufnahme kommt. Das wäre der Plan. Wie es in der Praxis dann passieren wird, werden wir sehen. Aber das wäre der Plan. Und im besten Fall kommt da natürlich was Gescheites raus. genial Leibendes raus.
Und dann, wie gesagt, werden wir uns gegen Ende des Jahres werden wir uns dann so die Aufnahmen anschauen. Anhören. Und werden schauen, ob das überhaupt... Optisch auch anschauen natürlich, ja. Aber das ist die Idee. Und es ist ja so, man weiß ja nicht, ob was daraus wird oder sonst was, weil man muss eine Idee haben, Punkt 1. Und dann muss man die Idee umsetzen. Die Idee tatsächlich umsetzen, wie man sich das vorstellt, geht in den meisten Fällen ja nicht, sondern man muss die ersten Schritte umsetzen und dann muss man schauen, was passiert. Und dann muss man es entstehen lassen, dann passiert's. Und man darf natürlich von der Umsetzung der letzten 300 Ideen, die wir gehabt und die alle gegangen sind, darf man sich nicht anhalten lassen. Genau so ist es. Und deswegen sind wir da. In dem Zusammenhang, meine Lieben, hau ich gleich nochmal eine. Ich jetzt einmal den Schmattesbalken, weil ihr merkt schon, wir haben uns in Unkosten gestürzt. Wir haben uns in Unkosten gestürzt, der Patrick baut zusammen, für ihn ist es jetzt quasi Matador und Lego und Playmobil in einem. Und hat er Mutzel darum freit, wahrscheinlich können wir heute kein Leben mehr spielen, weil jetzt ist er angelenkt. Jetzt ist er in der Schaffenskraft. So, jetzt schauen wir mal. Ich will nur zumindest die Batterien reingeben. Nicht? Die Mikros braucht man drauf, das war gescheiter. Mikros. So, Matthias Gerald sagt, große Ehre, vielen Dank, lieber Barbara Schiestinger. Nein, Ehre, wem Ehre gebührt. Muss man echt so sagen. Super gespielt den Marsch, bravo Burschen, sagt der Christoph Acker, dank der Schee. Dankeschön, mein Lieber. Zoom war im Lockdown beliebt, ist aber was anderes. Achso, das andere, die Zoom-Software, ja. Warum so eine kleine Speicherkarte? Ja, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, warum so eine kleine Speicherkarte. Bei 64 GB ist auch nicht viel, ich werde nicht lange anhalten. Naja, ein Konzert geht sich schon aus. 5 Lieder, dann ist Nein, ein Konzert geht sich schon aus. Nee, erst ganz ehrlich, das war ein Bundle. Sag mal Bundle? Wie geht das Messer wieder zu? Das ist dieses eigene, da wo man das Nicht das eigene, das ist so wie jedes Taschenmesser, das ich hab nicht, sowas nicht. Nein, du musst das auf Seitenschirm innen, aus der Mitte rausgreifen. Nicht drucken, sondern schieben. Schieben, gib her. Erst. Da ist auf die Seiten drucken. Schau her. Das, da oben drucken und zu machen. Jetzt noch braucht. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, das war so ein Bundle. Die war gleich dabei. Also da hat es ihm das Paket gegeben, der Speicherkarten. Ich habe da gar nicht viel nachgedacht und gesagt, das wird schon passen. Vielleicht geht kein größer oder so, aber naja, wird schon passen. Also rein, wenn ich jetzt ausgehe von, was wären das, WAV-Dateien oder sowas, ne, dann kriegt man schon auch was runter auf 64 GB. So ist es nicht. Brachtelpeter meint auch mit einem Fragezeichen 64 GB. Glaubt ihr wirklich, ist es, wenn ich so wurscht, dann kaufen wir uns eine größere. Endlich brauchen wir nicht mehr um den Ton kümmern, Christoph Acker. Naja, da müssen sie das dann synchronisieren mit der Kamera. Zack und gleich kaputt gespielt. Schau mal, Matthias, wie es arg ist. Hoffentlich macht es nicht gleich hin, aber warum sollte man denn? Der Patrick maximal. Echte Männer brauchen keine Anleitung, so schaut's aus. Wir probieren uns durch und nehmen dabei 3-mal einen Garantieanspruch hin. Nein, das machen wir nicht. Also nicht? Also mit dem Mikrofon, wenn man da zuerst mal durchlesen, wir tragen jetzt nicht einfach so mit Gewalt einstecken mit, weißt du? Mit Gewalt brauchst du nichts, muss man eine dran, ne? Nein, mit das Gefühl. Zuerst einmal stecken, Gefühl. aber. Ja, stecken und dann dran, ne? Das kann ja nicht so schwer sein, ne? Ja, du musst einrasten und dann mit dran, ne? Ein bisschen an Dinge, ein bisschen ein Gefühl kommen lassen, weißt du? Ja. Nicht hinmachen. Na schau, es schaut aber schon aus wie auf der Packung, auf der Verpackung. Das Wasser erwischt. Ja, schlechtes Erfolg. Wie die Buben zu Weihnachten unter dem Christbaum. Buben nichts zumhauen. Ja, genau so ist ja. Jawohl, einmalig. Schau der Unimaster, später aber doch, Grüße aus Graz, jawohl. Servus Unimaster, grüß dich gut. Ich bin gerade eine neue Spielerin. Read the fucking manual, sagt der Franz M. So. Der für den Rest muss man es dann Der Patrick könnte mein Bruder sein. Aber das funktioniert schon einmal. Der Norbert Nutzer da habt ihr ein Spielzeug gekriegt. Das haben wir nicht gekriegt, das haben wir jetzt gekauft. So, da haben wir schon mal was. Language. Wenn wir halt Deutsch nehmen, ne? So. Gibt es das Bundle aus der Mein iPhone hat 512 Aber GB. jetzt lassen wir es liegen. Bei 64 kommt es nicht weg. Oh ja. Was? Ja, mit 64, da wird man da was aufnehmen können. Sonst gehen sie es ja nicht mitverkaufen. Ich kann die Szene gerade vor wie bei Laurel und Hade, wer es wäre. Richtig, bravo Ulrich. Du, wir werden das testen und wenn es zu wenig ist, kaufen wir größere Karten. So einfach ist das, nicht? Nicht wahr, Patrick?
So schalt ein. Ja, also ist schon eingeschaltet. Ne? Was ist jetzt? Das ladet gerade, jetzt muss ich mal lesen, Ja, was nimm da auf steht. was. Na, was da so einfach aufnehmen, da muss man es aber drunter einrichten. Was willst du einrichten? Geh auf Aufnahme. Speicherkarten musst du auch nicht tun. Ja, eben. Der Uli ist nicht unrichtig. Grundeinstellungen. Na, warte, der glaubt, das ist das einmal durchlesen jetzt. Ich mach dir das auf, die Speicherkarte. Ja, mach die Speicherkarten einmal auf. So her. Das haben wir aufgemacht. Und jetzt ist der bei die Verpackung, weil er war immer gewiefter. Jetzt ist es noch in Plastik auch nochmal. Das musst du dir mal vorstellen. Jetzt machst du auf wie ein Joghurtbecher. Unglaublich, was es heutzutage gibt. Da fräst ein Bandel rein, der Kassetten. Da hast du ein paar Mal reinblasen, damit es den Staub nicht. Wie soll denn das aufbringen? Was machst du? Was tust du denn? Jetzt kriegst du das auf. Gib her. Mach du den Scheißdreck auf. Das kann das Ding auch wienerisch? Da wenn wir was reingeredet haben, schon. Hoffentlich, nicht? Wenn man sieht. Language, wienerisch. Ja, hast du schon wienerisch eingegeben? Language? Ja, aber nicht, da spielt er mit dabei. Nein, was soll ich spielen? Was soll ich spielen? Hallo? Grundeinstellungen. Da kannst du noch nichts aufnehmen, aber keine Speicherkarten drinnen ist. Ja, wahrscheinlich. Da tun wir rein. Schau, da kann man ein Metronom. Pass auf. Pass auf. Tut schon. Psst. Hier, also mit meinem Kopfhörer auch brauchen. Das ist kein Lautsprecher, nein. Lautsprecher hat es keinen scheinbar. Schade, aber man sieht es. Tick, tick, tick. 120 Bits per Minute gerade. Stopp. Na gut, wie komme ich wieder zurück? Das weiß ich noch nicht. Home. Gibt es Wahrscheinlich. einen Home-Button? Möglicherweise, ne? Ui. Launcher. So, Kartenleser. Wenn Sie den Rekorder in einen Computer verbinden, können Sie ihn als SD-Kartenleser verwenden. Das ist sogar ein Kartenleser. Da Der druckst erste du rein. Kartenleser um 400 Euro oder 5. Da druck Gehört denn der rein? Da auf der Seite schon aufgemacht, das Fach. Da steht ja nicht so Botschaft da, hört einmal bin ich Botschaft. Drin ist. Er tut was. System erstellen. Okay. Ich habe jetzt einmal OK gedrückt. Wir haben es gleich. Leider, wir spielen gleich was. Was ist jetzt da? Weil den Adapter liebe ich da weiter. So. Da. Wenn wir nicht brauchen, da Drinnen? Nein. Achso, nein, nicht. Was ist denn jetzt wieder? Ah. Zurück. Und was müssen wir jetzt machen, Patrick, da? Pass auf. Das weiß ich nicht, ich habe mir die Betriebsanleitung noch nicht durchgelesen. Betriebsanleitung. Freiland sind wir nicht. Pass auf. Manuell. Musik, optimal für Musikaufnahmen. Enthält mehrere Hall- und Dynamikeffekte für verschiedene Instrumente. Brauchen wir nicht. Stimme, ideal für die Aufnahme von Vlogs. Interviews und Sprachnachrichten brauchen wir auch nicht. Was ist das? Wobei das. Was? ASMR-Aufnahmen. Was auch immer das ist. Machen mehr Spaß mit der besonderen Pegelanzeige, die feinste Klangbewegungen erfasst. Stereoaufnahme. ASMR, was ist einer von euch, was ASMR Ja, das heißt? weiß ich auch, wenn wir vorhin sind. Dateimanager ist gut. Enthält die Audiodaten, ne? Da hat man dabei noch keine. Ich gehe mal auf Musik. So. Was steht da? Hallo? Geht schon. Hallo! Na, warte mal. Kein Einstellungen. Gain, Level. Großer Saal, das kann man einstellen. Großer Saal, kleiner Saal, Raum, Studio oder irgendwas anderes. Ich nehme Raum. Ja? Raum, ja, nimm mal Kleiner Raum. Das Raum. klingt damit gut, ja. Kleiner Raum. Immer einen Schluck. Aber Mit einem Hall oder ohne Hall? mit einem Hall, den kannst du sicher regeln auch. Level. Weiß aber nicht von was. Der Level ist von allem Möglichen. Und Gain. Eingangseinstellungen. Autogain, das ist gut, ne? Ja, das klingt einmal praktisch. Stereo Link geht nicht. Tiefenfilter aus oder ein? Ein. Ja, und auf wie viel? 40, 80, 120 oder 220 Hertz? 40. 40 Sag ich Hertz. einmal. Sagen wir mal 40 Sagen wir Hertz. 40. Keine Ahnung, was das ist, der Tiefenfilter, aber 40 Hertz. Machen wir Autogain ist an Noise Gate, aus oder ein? Noise Gate, leicht, mittel, stark oder aus? Aus. Aus, sagt er. Aus. Equalizer. Voice, Güter, laut, Vocal, Equalizer manuell. Können wir auslassen eigentlich. Ganz nicht? auslassen, das wird eh nachher bearbeitet. Das macht auch nicht der Tontechniker. Phasen Ah, Umkehr, so? kenne ich mich nicht aus, weiß ich nicht. Preset, Save, Laden, keine Ahnung. Wurscht. So, Verstärkung, Low oder High. Ja, was weiß ich, jetzt, muss ich denn jetzt, wie komme ich denn zurück? Zurück. Und da habe ich jetzt
Da habe ich das jetzt. Jetzt drücke ich auf Rekord. Auf Rekord, ja genau. Er nimmt auf. Ja, nimmt auf. Erste Sekunden aufgenommen, meine Herrschaften. Und ihr seid live dabei, So, bitte. und jetzt Seid wirklich live dabei. Das wird schon schön, weil der Scheißdreck da so liegt, lass dass das man da nichts so. machen kann. So muss das. Das muss da Genau, so. ja. So. Und wo spielen wir jetzt da, Patrick? Die erste Aufnahme. Die erste Aufnahme ist einmal der Gläserklang. Der Gläserklang ist Wie das tut. So, jetzt. Erste Aufnahme. Live. Ja. Da retten sie nur herein, Gäste, Juxer, groß und klein, jeder Schimmel gleich lackiert, wirklich frisch gespielt. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringenspiel, das ist ein Ritz und kostet nicht viel. Damit auch der kleine Mann Sich eine Freude leisten kann. immer wieder von Weg und trat sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringgespiel. Der Herr Franz, ganz diskret, mit seinem Flirt im Bruder geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt er dran? Mit Gaudé und Mahö vor die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie Franzl, schau, ist das nicht die Frau? Ja, sagt der Fixlad und Stern, mit meinem Zimmerherrn gesieben, weil da passt natürlich noch eins drauf. Sag er mir so, es ist ein Geld in die Haare schmieren und die Kleider zu. Für die war ich sowieso ohne, weil nur ein depperter Bull. Sport die Tränen, die Augen schienen, die liegen wunderbar. Geht zurück zu dem Alten, der soll auf die halten, die hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. A7. Wir kleine Kinder waren, haben angestellt allerlei. Da war für uns die größte frei, da hast du eine Leiterei. Der Hausmeister ist außergrenzt, erwischt hat er mich nie. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, von Haustor vis-à-vis. War das Höchste für dich. Leider kennst so eine Freude nur als Kleiner. Ein Klinkerlpartie, der was letzte war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dein. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfe gekriegt. Das war mir die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt. So war das nie, der Hausmeister war, der hat mich nicht erwischt bei meiner Kickerlpartie. Der was leid, der war ich, nur wenn's groß bist, ist alles dein. Bitte meine entsprechende und die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt. So war das nie, der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kickerlpartie.
der was nicht Theorie, nur wenn's groß bist, ist alles daheim. Aber ein bisschen Geduld. Was ist für Ton, ja, Cora? Und seine Pace auf mich. Irgendwann werd ich mich ändern. Und der Grund dafür bist du. Wer hat mit sanfter Hand mir manches abgewöhnt? Du. Oder manche Sorte Wort mit Zärtlichkeit versöhnst du. Wer mir jemals wird geben dir ihm nur du. Wer mir recht auf mein Leben dann nicht du, tausendmal tu. Aber ein bisschen Geduld mit mir. Und sei nicht besser auf mich, Leute. Irgendwann werd ich mich ändern. Und der Grund dafür bist du. Jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein. Hallo, das muss ja nicht das letzte sein. Gott bewahre. Und dieses Jahr gibt's kein Genieren. Da müssen wir noch eins repetieren. Ja, noch eins repetieren. Jawohl. Einmalig, ein Medley Deluxe, alles bereits auf Band, wie man so sagt. Deluxe geht's ja gar nicht. So fürs 3 Jahr. Oder halber Jahr dran, halber Jahr dran, weil er mal geschrieben hat. So dran, Rekord, was ist jetzt da? Ein bisschen länger drauf drücken, oder was ist? Was ist auch dran? Jetzt drücke ich auf und dann tut er nichts. Schreibe ich länger um, tut er auch nichts. Schau. Steht was drin, wie man das andreht? So jetzt gemacht, das wird da herdruckt. Aha. Ich habe es noch nicht durchgelesen, ich weiß es noch nicht. Naja, ich habe das jetzt da. Pass auf, haben wir gleich. Datenmanager, da brauche ich noch hergehen. Datenmanager. Ja. Da haben wir 7 Minuten 37. Wiedergeben. Hier haben wir nichts. Jetzt muss ich schauen. So, tut ja gar nichts. Wiedergeben. Habe ich hier nichts. So, pass auf, jetzt wie kann ich das am Computer anhängen? Line-Out. Soll ich das mit Line-Out machen? Das ist am einfachsten. Es wird aber wahrscheinlich sogar über USB-Kabel auch. Ja, da verschiedenste Line-Out-Geschichten. USB-Maß, das habe ich da. Vermutlich USB, einmal. probieren wir mit einem USB, wir machen das ja technisch. Aber sag ich einmal, ne? So, warte mal. Was brauche ich denn da? Ein Kabel. Hol ich sofort. Zuerst ein Schluck, ich bin aufgeregt, bin so nervös. Freunde. Na, was heißt? Und ich lese mal eine, weil ich bin davon überzeugt, es gibt jetzt einige freche Kommentare. Das weiß ich jetzt schon. Gibt sicher. Ja, der Matthias Gerhard ist gespannt auf die Qualität. Sieht man bei dem Ding auch den Aufnahmepegel? Ja, sieht man schon, aber es ist wurscht, weil es nimmt einfach alles auf. Ja, Da unten gibt es einen Lautstärkeregler, gell? Toll. Da steht nämlich Achso, da. das gilt auch für Mikrofon und für Lautsprecher. Warte mal, wie kann man das jetzt anspielen da? Na, hätten aber nichts. Spielst du schon an? Was dazu kommen vor? Kann man die SD-Karte auch umdrehen wie ein Bundle? Das ist eine gute Idee. Das ist leider. Das. Da hängen sie an. Und jetzt haben sie die SD-Karten nicht entsperrt. Ja, hat aber was aufgenommen, sonst hätte er nicht aufgenommen. Ja, ich weiß ja, dass da kommen jetzt freche Meldungen. Die nehmen die Doppel-CD jetzt schon auf. Ja, genau. Franz, bravo.
Ja, das ist kein Zoom-Dings, das ist ein Tascam jetzt bitte, ja? Ja, genau. Ja. So habt ihr auch Chinesisch gestellt und er konnte deswegen nicht aufnehmen. Am Boxen anschließen, ja. Ja, genau. Da wieder. Freche Meldungen habe ich keine gelesen, nur konstruktive. Ja, ich weiß eh. Na, pass auf, jetzt hol ich so ein Kabel. Oh ja, oh ja. So ist es ja nicht. Was brauche ich da? So was brauche ich. Jetzt hol ich ein Kabel. Jawohl. Pass auf, na, das ist auch was Herz, ne? Ich meine, wir hören es halt nicht, aber ist ja wurscht. Wenn ich jetzt einer vorspiele, nicht, hören wir es nicht. Oh ja. Na, du schon, ja stimmt, du kannst auftragen. Pass auf, jetzt müssen wir schauen, ob wir die überhaupt verbinden können. Pass auf, zack, zack. Erlauben, Zubehör erlauben. Ja, ja, erlaube. Das erlaube. Und jetzt? Du kriegst aber Kopfhörer auch. Hast du keine Kopfhörer da? Ja schon, aber da sitze ich da mit Kopfhörer. Das Da ist haben auch sie nicht Freiheit, oder mir Das ist zwei eine sitzen sie mit Freiheit. Kopfhörer. Schaut uns zu, während wir da ein bisschen lauern. Das ist ein Wahnsinn. Schau, der Markus Sterzinger, schöne Grüße aus der Ruhe. Grüß dich, Servus, grüß dich. pass auf, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Jetzt schau mal, ob das da irgendwo erkannt wurde. Eieiei, das geht da wieder nicht mit der Software so gescheit. Was ist denn da? Ich sehe es nicht. Ich sehe das da nirgends. Ich sehe es da nicht. Hallo, hallo? Jetzt ist das da Ding. Jetzt muss man das wahrscheinlich. Pass auf. Jetzt habe ich das angesteckt, ne? Ja, angesteckt. Irgendwas hat er gesagt, dass das gibt. Und jetzt, jetzt schon was noch. Warum soll jetzt auch was hören, gell? Wäre unlogisch. Wäre unlogisch. Aber, wie geht das jetzt da? Patrick, hä? Hä? Ja, das weiß ich Das auch weiß noch. ich da nicht, ne? Das weiß ich auch noch nicht. Ne? Wo ist der Zug? Jetzt müssen wir da irgendwo hin. Wir haben es gleich. Leil, entspannt euch. Ihr müsst. Ah nein. Das brauchen wir nicht. Zurück, zurück. Irgendwo muss das gehen. Ich möchte euch das vorspielen. Dateimanager, pass auf, da sind wir jetzt richtig. Launcher. Ich bin schon. Nein. Dateimanager. Neu. Folder. Brauchen wir nicht. So einen Schmarrn. Ich will, dass da in den Computer reingeht. Aber ich habe das nicht, ich habe das jetzt nicht gefunden. Aber es ist das Problem, dass ich das mich auch nicht finden kann, da gescheit. Nein, ich finde es nicht. Freunde, es tut mir leid. Das müssen wir wirklich schauen. Na gut, jetzt probiere ich es noch mit einem anderen Kabel. Mit einem Foamkabel. Funkabel, ja. Dann geht's weiter. Haben wir schon viel Leute verloren? Nein. Nein, da wollen Die 30 Leute weniger. Noch nicht. Ja, Aber woher denn, mein Lieben? Da kommen schon so gute Ratschläge von der SD-Karte beim PC reinstecken. Ja, das ist eine Idee. Danke. Das ist geht ein wahrscheinlich Peter auch. Prachtl. Das geht wahrscheinlich noch auf. Das war der Michael Unger, Entschuldige. Erst was schaltet denn das an überhaupt? Einschalten habe ich gleich gefunden auf der Seite rechts, der Schalter. Da auf der Seite war Da das? habe ich eingeschaltet nach unten ziehen. Da ist Das es. Zeichen sieht man da nicht. Genau. Okay. Bau auf. Nur schau. Bau auf. So, pass auf. Jetzt das raus. Fall mir nicht aus der Hand. Fall mir nicht aus der Hand. Jetzt brauche ich den Adapter. Gut, dass der da dabei Ja, ist. siehst du, weil Sonst hätte ich aufstehen müssen, weißt kommst du rein jetzt? Ja, du? passt. Naja. Schmarrn, wie das so verpacken kann. Ja, Sicherheitsverpackung. Aber Sicherheitsverpackung sind Blödsinn. Kleinteile sind das, können Kinder verschlucken und so weiter. Da gebe ich keine Kinder. 64 Gigabyte, was soll der das verschlucken? Auf was hinauf? So. Freunde, da brauchst du ein IT-Studio, um das zu bedienen. Kassettenrekorder war da deutlich einfacher. Weil das sagen wir, die wir uns mit Kassettenrekorder Noch beschäftigt beschäftigt haben, ja. So, erlauben, pass auf. Jetzt, Freunde, jetzt ist gleich soweit. Es ist gleich soweit. Warte mal, da oben war nicht da jetzt da. Christoph war überhaupt nicht frech, geht gar nichts, tut er nichts an. So. So, und Der Wolfgang schreibt schon, Michael, wenn der Apfel das kann, der Apfel kann alles, Apfel mein kann lieber alles. Wolfgang, mein der Apfel. Apfel kann alles. Wafterte. So, jetzt müssen wir schauen, wo ich das da rein tue. Na, da nicht.
Frage ist, ob die Software auf Wave-Datei spielen kann. Ja. Erst. Das ist da. Beißt bei los, ich muss mich heute noch ärgern vielleicht. Aber. Das gibt's auch nicht. Was ist da? Okay, her da. Der nimmt auf. Erste Sekunden aufgenommen. So, auf irgendwas theoretisch ist da. Da habe ich es. Die Datei ist da zumindest, ne? Stop, Benzin, ins. Hört ihr schon? Ja, wenn wir gleich mehr. Schreibt rein, ob es schon. Oh ja. Die erste Aufnahme. Die erste Aufnahme ist einmal Ja. der Gläsergang. Der Gläsergang ist Ist das? Aha. so, jetzt. Erste Aufnahme. Live. Geht. Der Rhythmus sein. Der verspült. Die erste Aufnahme, die verspülen wir. Ja, sehr leise. Christoph, ja, aber da müssen die. Eine Tour kostet 20 Groschen nur. Eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringgespiel, das ist ein Ritz und kostet nicht viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann, immer wieder vorbringt und trat sie da an seinen Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringgespiel. Der Herr Franz, ganz diskret, mit seinem Flirt im Brot geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt er dran? Mit Gaudé und Mahö vor die beiden Karussell. Plötzlich sagt sie Franzl, schau, ist das nicht eine Frau? Ja, sagt der Fixlad und Stern, mit meinem Zimmer hängen die sieben. Wenn der Passer dich So, jetzt muss ich noch schauen, wie das wieder andreht. Oh ja. Jawohl, Andraht. Na, was sagt sie jetzt da? Na, alle Achtung. Was sagt sie jetzt da? Ich meine, leise jetzt, wie gesagt, ich habe gar nicht gewusst, wie man das da einspielen kann, einstellen. Aber und das lässt sich bearbeiten natürlich, ne? Diese Aufnahme. Natürlich schauen wir uns das schon noch ein bisschen im Detail an, wie das funktioniert. So ist es nicht, aber der erste Test, Patrick, Gelogen. Der erste Tascha Test ist- Sperg schreibt schon, ich will die Aufnahme kaufen. das ist Musikgeschichte. Ich glaube, der erste Klang war der Gläserklang, der ist in Ordnung. Der zweite war meine falsche Gitarre zur richtigen Tonart. Ja. Für die Culture gar nicht so schlecht, ne? Und man darf schreibt, der Klaus, den Scheißdreck auf der Aufnahme laut und deutlich zu vernehmen. Was? Das ist Scheißdreck von dir. Ist auf der Aufnahme von. Ja, dann ist gut. Dann passt schon wieder, ne? Ja. Und jetzt können wir Playback spielen. Schau, der Erdem Heinrich ist da. Erdem, grüß dich gut. Ja. Ganz große Freude. Na, da habt ihr Glück gehabt, ja. Aber nun gibt es wohl nur noch Playback-Sendungen, glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Qualität ist sehr gut, sagt der Prachtelpeter. Für den Culture nicht so schlecht, Franz M. Für die Fehler kann das Gerät nichts. Danke, Michael Unger, du kannst dich schon schleichen, gell? Das, bravo, Unboxing, super Show. Ich glaube auch, also man kann festhalten jetzt einmal, grundsätzlich funktioniert es. Funktioniert, ja. Wir werden uns wirklich erlauben, uns das ein bisschen genauer anzuschauen, dass wir da keinen Blödsinn machen. So, das wirf ich gleich mal aus da wieder. Und ja, wir waren live dabei, sagt die Mege. Ja, du, ja. Ob Die das Pavlatschen geht in die Annalen ein. Na, ich weiß nicht. Aber wir werden sehen, wir werden diese Aufnahme decken aus Vinyl. Das ist der Bonustrack. Das ist der Bonustrack. Na, 7 Minuten, Entschuldige. Das ist die B-Seite. 7 Minuten B-Seite und der Rest ist weißes Rauschen, allerdings bei uns. Also da hörst Ja, genau. schon uns, nicht? Weiß Rauschen halt, ne? His Masters Voice, sagt der Fritzl Status, wird genau. Genau. First Try und jetzt noch gleich ein Produkt.
Produktreview. Perfekte Influencer. Na, du, wir haben das. Was? Nein, Wir haben das drauf. Es ist depper, dass wir zahlt haben dafür, weil das kann normal hätte uns da schon 3-4 Kisten herstellen müssen. Weißt normalerweise, Ja, wenn wir sich ehrlich sind. sind wir uns. Ja, aber wir nehmen es so auch. Und wie gesagt, es war nicht billig. Man muss das immer subtil Treten Sie machen, subtil, Patrick. subtil in Schmatte Du musst das immer ein Bitte bisschen- blenden Sie ein. Weißt du, dass die Leute das nicht mitkriegen, dass wir es gerade anhaben. Jawohl! Raus. So, die B-Seite der CD, bravo Schraube. Jetzt könnt ihr am Nachmittag die Pavlatschen aufnehmen und müsst am Abend bei der Ausstrahlung nur noch die Lippen zu bewegen. Ist anstrengend, Ja, sehr ich- anstrengend. Ich glaube, dass das aber mehr Hocken war. Ja. Na, auf jeden Fall, wir schauen uns das an und ich bin guter Dinge, Ich bin sehr guter dass es Dinge, gut ja. funktioniert. Und wir haben dann Ja. so festgestellt, da beim Darstellen genau diese eine Lampe Deckenlampen, so ist es, Lüster. ja. Und was du da aufhängst, dann ist gut, weil dann nimmt es trotzdem uns im Fokus auf. Und auch Die Stimmen voran, voran, was immer gut was ist. wichtig ist. Und du hast aber trotzdem mehr als ausreichend Publikum. Ja, Atmosphäre Genau, dabei. genau. Also, wir werden uns das wirklich noch anschauen und wir danken euch herzlich dafür, dass ihr uns dabei begleitet habt bei diesem Unboxing Deluxe. Und ich würde vorschlagen, Patrick, wir spielen ein Lied. Geht's da nicht? was Ich selbstverständlich. würde sagen, machen wir noch nicht, naja, pass auf, wir könnten, mit was könnten wir anfangen? Mit was könnten wir nicht? Mit falschen 50er. Frisch 50 ist eine gute Idee. Ja, Voll warum sein. nicht? Ja, genau. Falsche 50er. Mein Freund und ich, wir waren ein sauberes Gespann. Wir haben im Park einmal einen alten Mann, sein Bärsel heimlich aus der Tasche gezogen, sein Grind und haben uns voller Lachen gebogen. Da war ein ganz neuer 50er drin. Voll Freude bin ich gleich zu meinem Vater hin. Der hat ihm zackt und gleich Ohrfein gekriegt. Der hat bei mir so richtig gewirkt. Drauf sagt er, blöder Bub, hör gut dein Vater zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher um seine Freiheit geredet. Drum nimm's Papierl lieber schnell in die Hand, zerknie das fest und nachher Haus an der Wand. Dann dreh dich um und geh in die Welt hinaus. Wer greift den Kopf und zu ans Elternhaus? Und meinst das Schicksal einmal schlecht mit dir? Komm zurück zur Mutter und zu mir. Nach Jahren schrieb ich einen Brief nach Haus. Liebs Mutterli, was nimm mir nach Haus. Ich hab ein wunderschönes Madel gehabt. Da hat der andere sie mir weggeschnappt. Ach Mutter, du, ich bring das Luder und gib ihr meine ganze Freiheit drum. Da kommt im letzten Augenblick ein Brief, der mich noch zur Besinnung rief. Drin steht, mein lieber Bub, hör deiner Mutter zu. Ein falscher 50er ist kein Gefängnis wert. Es hat schon mancher um seine Freiheit geredet. Drum nimm's Papierl lieber schnell in die Hand, zerknie das fest und noch ein Haus an der Wand. Wegen so ein Madel ist das Leben nicht aus. Wer trifft den Kopf und so ans Elternhaus? Und meinst das Schicksal einmal schlecht mit dir? Komm zurück zum Vater und zu mir. Aber oder nein? Kann auch noch einen kleinen Schluck nehmen. Weil ich so aufgeregt bin.
Aber das spiegelt ein bisschen, gell? Dieses Weiß, das müssen wir da weg. Da Das, muss müssen weg, wir, das ganze Ständer weg. Den brauchen wir nicht. Steht weg. Also umstellen. Umstellen. Natürlich, selbstverständlich. Ui. Geh oben, hat auch was. Geh oben, hat. Geh oben, hat auch was. Jawohl. Auf jeden Fall bin ich total froh, dass wir das jetzt schon mal getestet haben. Ja, Der Rest steht im Prospekt. Jawohl, schau. Die haben wir ja gedacht. ich hab schon gehört. Wenn ich mir mal denke, allerdings man muss sagen, jetzt muss ich schon die Saiten wechseln, weil sie klingen jetzt einfach nicht mehr. Und dann klingt es auch falsch. Also wenn du dann die Saiten, Ja, die kannst dann gar nicht mehr stimmen. wenn Nämlich. sie schon alt sind, ja, da kannst du jetzt stimmen, in dem Moment, wo du es berührst. Eins. Dann eins, dann sind sie quasi hin. Also ich hab's bis zum letzten ausgenutzt, aber kein Wunder. Wir brauchen es ja. Und wie gesagt, auf der Diskantseite, da kann ich ja ab jetzt, da kann ich wieder Hannabach Goldin aufhören. Hannabach Goldin, die Seite für den Mann von Welt, der Wildliner trinkt. Es war schade, wie Hannabach. Ist das eine eigene Firma oder gehört die zu Deutsche irgendwem? Firma. Ja, ich weiß Aber nicht, ob ist die eh- jetzt ein Konzern ist. Na, Hannabach GmbH. Ist eh nach wie vor. Ja. Okay, ja. Ja, denen schreibe. Sagt, erst Burschen. Achso, da musst du wieder gendern, gell? Da musst du aufpassen. Die Deutschen sind überhaupt happig. Da musst du dann Burschinnen und Ja, Burschen. wir schauen erst Herz. 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 Ich bin der Klause von den 16er Buben und ich spiele Gitarre. Und da habe ich eure Seiten um. Und zwar schon lang. Jahre schon. Jahrzehnte. Jahre. Na, über ein Jahrzehnt auf jeden Ja. Fall. Mehr als 10 Jahre auf jeden Fall. Spiele die Hannabach Goldin. Sind wirklich ein Traum. Sauteuer, muss man echt sagen. Aber für die Kontra passt es auf. Aber sie sind die schönsten. Passt Sind die auf. schönsten. Passt zusammen. Sie sind leider sauteuer, aber es ist schon wirklich schön. Paul Atmer ist am Start, grüß dich gut. Wer Ah, schraubt die servus. Seiten runter? Nicht, die werden angeschnitten. Die werden angeschnitten, glaubst du, da haben wir bei jeder dran. Aber ich tue es immer Ich lockern. schneide es nicht an. Nein, ich tue es immer lockern, bis ganz locker sind und dann schneide ich es. Okay, da geht es eh schon aus. Da kannst du es eh schon ausfallen. Nein, nein. Ja, bei den Kontra. Ja, Aber da, ich nein. mache das Nein, ich schneide. händisch, das Kurbeln. Ich habe das auf einen Akkuschrauber. Bravo. Ich habe die Handkurve. Die Handkurbel habe ich, die habe ich auch und eine zweite mir bestellt von diesen Handkurbeln und die habe ich umgebaut, dass man sich den Akkuschrauber reingeben kann und mit einem Holzl. Na, da habe ich in keinster Weise ein schlechtes Gewissen, wenn du die Seiten wechselst, ehrlich gesagt. Jetzt so gesehen. Ich mache das händisch, bei mir dauert das Ewigkeiten. Aber ich schneide immer. Ich tue es lockern. Lockern tue ich schon, dass der Zug nicht zu gar weggenommen wird. Aber wird auch wurscht sein wahrscheinlich. Ja. Aber ich tue es immer ein bisschen Eigentlich lockern. schon, ja. Und dann schneide ich es mit dem Seitenschneider runter. Ja. Die roten Hannabach, hat der Wolfgang vorhin klar, ja, Hannabach, da gibt es ja einige. Da gibt es ja einige, aber diese eben die Goldin sind wirklich die ich lang verwende. weil sie- Carbonfasern, ja. Carbonfasern, ja, haben wirklich den schönsten Klang, halten wahnsinnig lang. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig bei uns, klar. Und dadurch relativiert sich natürlich auch schon wieder der Preis. Und sie sind wirklich zum Spülen sehr angenehm, weil es ist auch die Seitenoberfläche für die Finger. Das ist natürlich jetzt eine Geschmackssache. Da kann man nicht sagen, es ist auch nicht gut oder schlecht, das muss ja jeder für sich entscheiden oder halt spielen. Aber das sind, die Hannabach Goldin sind für mich schön zum Fahren, zum Greifen, zum Drucken. Und zum haben Spielen. relativ leise, wenig Rutschgeräusche. Ist mir aufgefallen bei denen. Ja, Da gibt es andere Firmen, Ja. die da hast mehr, die, da ist das schwierig. da sind ich keine drauf, weil die hast mehr. Ja. Die Hannabach, die sind relativ leise. Von den Geräuschen her. Kommt auch noch dazu. Na gut, dann spielen wir was. Das sind Hannabach. Nein, das ist der komplette Optimus. Der komplette Satz ist. Nein, das sind Oder Maxima Optima? nein, Domastik, Nein, die Domastik waren auf der anderen drauf. die roten. Nein, die sind, bei der hast du, den Satz hast du selber gewechselt, bei der, da sind die Optima drauf. Ah, dann wird das Die uralt schon jetzt da. Ganz lange. Die ist am längsten schon nicht beseitigt worden. Ja. Ja, klar, weil ich es selber gemacht habe und lang nicht. Ja. Ah, Wahnsinn. Für das schöne Lied gibt es einen 5 ins bei Bebold-Körperl. Hubert das Garmisch. Hubert, ich Danke dir aber danke vielmals. dir. Danke dir vielmals. Auf Wunsch von der Momo Und der Susanne und der Faber. Susanne. Jawohl. Sehr Schluckerl nehmen. Kopf an der Kant,
Knie aufgeschunden und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden. Aus Spielverhetzung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man das Kleine so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündern was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama geht alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Möcht man das auch gern tun, man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Schoß von der Mama geht alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ja, danke für mich. Wunderschöne Nummer. Dankeschön, Dankeschön. Ja, wie gesagt, der Text von der Monika Kuri, wie sicher der Christoph Acker. Na, so schreibt man es nicht, sondern eben, das ist ein ist sie mit einem Araber oder mit einem Perser verheiratet? Was ist? Mit einem Araber. Araber. Der Kevin, das war ein Perser, was willst man sagen? Der Kevin Teheran ist ein Perser, ja. Ich glaube, er ist Araber, ja. Araber, ja. Kuri, K-H-O-U-R-Y. Kuri. Kasan. Kasan, genau. Kasan, mit G, mit G. Ja, Kasan. Ganz ein lieber Kerl. Und
ja, also die Monika hat einen Text geschrieben und von mir Musik Klaus P. Steurer hat er schick geschrieben. Ja. Freut mich, weil immer wieder Leute sagen, wie toll das Lied ist, das kennen sie, das ist super Nummer, ich danke euch, das gefällt mir wahnsinnig. Mich auch wirklich. Ohne Maß hat auch gefragt, wie heißt das Lied? Ja, jetzt weiß das eh schon und immer wieder gut, sagt der Marco Gianelli. Ja. Sagt, stimmt der Gitarre, die einen ganz anderen Klang. Meine Rede. Okay. Meine Rede. Hör auf! Absolut richtig, absolut richtig. Aber es auf der Moment noch ein Lied von mir. Gerne. In F, in die Einsamkeit, mein guter Freund. Machen wir jetzt auch noch. Weil da hat der Karl M. hat so ein schönes Kompliment gemacht, er hat gesagt, das ist für ihn quasi auf einer Stufe wie der Herrgott da steht. Und das ist natürlich Das ist ein großes das hat mich so Kompliment. gefreut. Ein großes Kompliment. Ja. Und da spielen wir es jetzt gleich. Da spielen wir es jetzt gleich nochmal. So eine Freude. Gerne. Sollen wir schon aufnehmen mit Neichen? Geht? Nein, brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir jetzt nicht aufnehmen. Nicht? Okay, je mehr Aufnahmen man hat, umso besser ist. Ja, naja, aber das ist da, ja. Und man kann das ja sicher auch dann zum Beispiel als Mikrofon verwenden. Das müssen wir probieren einmal dann bei der Pavlatsch. Ich weiß schon, was du meinst, dass man statt dem Statt dem einmal das verwendet. probieren einmal, nicht? Ich meine, weißt du, das kann ja alles. Das kann alles. Nur mit den Urwascheln kann es nichts, aber sonst kann es alles. Damit du waschen kannst nichts, ne? Ja. Mein guter Freund, reiß mal an. Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spül ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Kragen, da kennt den Wursteln, jeder Schlang, den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm ich lade dich ein. Ja, und so mach mein Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert, so lachen wir beim Weinverein und trotzdem hab ich nur einen Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das Ende mir braucht, kein Mensch mehr über mich dann lacht, ja, dann mach die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, das ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief
ein. Jawohl. Gelungen. Und Dankeschön. Gelungen, Dankeschön. Das hätte jetzt super auf die Karten, auf die Sprecherkarten passt. War eine schöne Version. Eine wirklich schöne Ja, Version. ja, Jetzt. absolut. Ja. Absolut. Kann man sagen. Was sagt der Fernsehen? Im Gewölbe der Schulgasse, da haben wir damals auch das Trio Wien beheimatet. Ja, genau. Ja. Was war da? Was war da? Ja. Was war da? An die Maggie. Da. Vor fast 20 Jahren habe ich die Monika Kuri und euch live in Wien erlebt. War in so einem Gewölbe. Ja, das war das Währinger Gewölbe. Währinger Gewölbe. Genau, das war dort. So, das Kasten. Währinger Gewölbe. Ja. Währinger Gewölbe. Und mit der Monika Kuri haben wir ein paar Auftritte gemacht. Beim Baumkraxel haben wir 2-3 Mal, da haben wir glaube ich immer das Weihnachtsprogramm gespielt damals. Das ist tatsächlich ein Weihnachtsprogramm. Ein Programm gegeben, ja, richtig. Dann haben wir gespielt, dann haben wir in Grinzing haben wir da in so einem Lokal, wo der Patrick so angesoffen war, vor dem Spielen. Ja, ich hab's richtig gehört. So ein einziges Mal in den 30 Jahren ist mir das passiert, ja. Da warst du so nervös, da haben wir erstens einmal Also haben wir, viel zu früh, weil man dort sau heiß war. das sind wir oft, Patrick, das sind wir oft, das ist auch bis heute oft. Und ich hab mir einen gespritzten nach dem anderen genehmigt. Ja, aber da haben wir das Programm. Und wir haben eine Premiere gehabt, insofern, wir haben damals investiert in Bühnenlicht, weil wir uns aber ein gescheites Bühnenlicht noch nicht wirklich leisten können oder wollen. Weil das ist ja schon lange her, also da hat es alles ja nicht so einfach Wie gegeben. beim Zgons Baustellenscheinwerfer mit zwei Stück, 500 Watt. Jawohl. Da war noch nichts LED, da war noch die Halogen. Halogen drinnen. Und wir haben aber gesagt, pass auf, der Bruder hat noch gehabt Folie, Scheinwerferfolie, Bühnenscheinwerferfolie, und gesagt, na, die wird schon passen. Natürlich ist die auch nicht gemacht für 500 Watt, aber Nein, die war relativ schnell aufgeschmolzen. auf die Glasscheibe von dem Und dann haben wir es quasi dran müssen, weil es gestunken hat. Und dann so haben der wir's, Rauch ist aufgestiegen. So. und wir haben es aber nicht mehr runtergekriegt von der Scheibe. Nicht? Jetzt haben wir es auch nicht auftragen können mehr, weil es ja sonst gestunken Ich hat. hab's dann daheim auftragen. Was heißt, Und habe ich es dann ausbrennen abschert und dann ausbrennen lassen. De facto haben wir es aber nie wieder verwendet, weil es immer geraucht hat. Dann noch. Irgendwo war Ja. immer noch so ein Plastik. Plastik drauf, ja. Ja. Das war Ich hab's damals. das wirklich als Baustellenscheinwerfer verwendet, Ja. jahrelang. Ja, das war am besten. Als Bühnenscheinwerfer waren sie eher nicht. Ja, denke da ich. habe ich wirklich, da war ich angesoffen. Ja, das war Da warst du auch gesoffen. Ich meine, schlimm. du hast es dann so für den Griff gekommen, aber das war wirklich witzig. Furchtbar. Die Monika und die sind da und haben gesagt, haben wir uns den Patrick angeschaut. Mit einer herumgejagen, grüß euch. Die Leute begrüßt, weil lieb. Patrick hat ja den Vorteil, so wie ich auch, wenn man angesoffen ist, wir werden nicht ungemütlich. Eigentlich nicht ungemütlich, nein. Man wird halt eher eigenartig. Ne? Komisch. Patrick, die Leute haben ihn begrüßt. Grüß euch. Ja, hallo. Sehr. Haben wir schon einen Platz? Gut. Ja, Gut sein. Gut sein. er übertreibt. Nein, ja, genau. Schamlos. Na, das war arg. Der Patrick sagt, komm sein. Dann sag ich, Patrick, das ist der Kölner, lass ihn in Ruhe. Das war wirklich grandios. Das war wirklich grandios. Hat aber natürlich gesagt, ja, es wird das ist ja furchtbar, immer peinlich. Ist er gestanden und hat literweise Wasser reingehauen, dann Ja. in der Hoffnung, dass das, und so ein Schmal, also so ein Prallfettenbrot oder was das war. Genau, Hoffentlich, das ist aber, ich bin auch gesoffen, das ist scheiße, ich habe mein Lebtag nicht angesoffen beim Spielen. Aber man muss man auch sagen, jetzt beim Spielen alles problemlos bewältigt. Aber es war verdammt anstrengend, bist du gescheit. Ja, ja, das war Ein neues Programm auch noch, ein paar neue Sachen und so, das war schon. sag ich, nervös auch, nicht? Weil Ja. viele Leute, neue Leute, nicht? Weil Neue das war natürlich, Leute, was neue Leute. Und auf jeden Fall tut er gespielt. Und dann haben wir ein paar Mal gespielt, ich glaube beim Schwammerl mit der Monika. Da haben wir ein paar Mal gespielt und daneben, wir hatten nicht daneben Kassen. Was ist daneben das Wirtshaus? Da hat es mit Schwammerl. Okay, daneben. Nein, ja, daneben, dort nein. Nein, Eigentlich nehmen wir Henkel aus Eigentlich immer hin, ja, der Ebner. Der Eberl. 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 Der Eberl. Familie Eberl war das. Eberl ja. und Schwammerl. Und, Schwammerl, ja. und beim Eberl haben wir gespielt. Ja. Also doch einige Male mit der Monika aufgetreten, ja, muss man sagen. Das war ein Bühnenheizer mit Lichtfunktion, ja. Das war Wahnsinn. Schau mal, das war wirklich ein Absolut. Wahnsinn. Und wir, weil wir uns gedacht haben, was soll das? Es geht ums Licht, es geht darum, dass man ausgleicht ist. Ne? Und das war nicht so wie heute, wo du googelst einmal und schaust, was es gibt, dann schaust du auf Amazon. Das hat sich alles nicht gegeben. Erst, da ist man gegangen in ein Musikgeschäft, hat sich diese Bühnenlichter angeschaut und gesagt, Alter, das Nein, das können wir uns nicht das leisten. leisten wir uns nicht, also auf keinen Fall. Dazu waren das wirkliche Trimmer auch noch damals. Außerdem, das war ja. noch dazugekommen. Und dann haben wir schon gesagt, wie oft brauchen Wie wir oft Licht, brauchen wir muss Licht, man auch ehrlich wirklich sagen. nicht, ja. nicht? Wir waren jetzt nicht oft in der Lage, aber da, und da haben wir gesagt, nein, wir nehmen mal so Baustellenscheinwerfer, das tut es auch.
Hat's da, ne? Das die Folie hätten wir uns sparen sollen. Ich glaube, in jedem Speigen hatte Patrick auch einen Damenspitz, sagt der Christoph Acker. Wirklich wahr? Du hast auch so in jedem Speigen? Wann war das? Nö, du bist schon Ich habe jeden Spiel. Ach so, das eine Mal vielleicht. Da war der Ackerl gar nicht. Na, weiß ich nicht, aber die Erzählungen werden ausreichen. Die Erzählung Geburtstag vom Roland, oder was? Mhm. Was war da? Da habe ich einen Mörder-Damenspitz gehabt, ja. Das war kein Damenspitz, das war Damen-Fußballmannschaftsspitz. Aber kein Schienbein. Aber nicht während des Auftrittes, muss ich ehrlich sagen. Erst nachher. So, da haben wir gespielt, auch, genau. Ja, das war lang nach dem Auftritt. Da hast du halt dann an der Bar, hast du halt dann schadlos gehalten, mehr oder weniger. Der Herr Müller hat mir noch eingeschenkt, auch von der besten Ware. Groß philosophiert über Bettnaht und sonstige Dinge. Philosophiert, weißt du, das Hausaufgabe, das ist ja klar. Sie waren angesoffen. Na gut, wie auch immer. Ja, es war. Wie auch immer. Das Patrick, willst du die steirische hernehmen? Und dann war mir schon das gerade Gehen schon ziemlich entzogen. Ja, das gerade gehen, ja. Also das Gehen war entzogen. Ja, komplett. Also das gerade gehen, das hätte man gar nicht mehr erwartet von dir. Einfach gehen war leibend gewesen. Einfach. War sehr schwierig schon, ja. Ja. Es macht nichts. Zum Frühstück halt gleich 2 Bierl reingehauen und der Spiegel war wieder Zuerst da. wollte ich nicht, aber die Natascha hat die grüne Idee gehabt eigentlich. Jetzt ist die Natascha schuld, schon nicht? Ja, Also. super war es. Ja, Ist nicht ein Natascha Bier? Ich habe gesagt, ja, na klar, gib mir ein Bier. No, und nach dem ersten Mal gebraucht, ein zweites noch sehr gut. Da habe ich schon Gulasch gegessen. Kann man sehen. Du, Patrick, wenn du zu steirischen greifen Gerne, dann hätte ich den einen Stock Heger schauen, dann, weißt du? Ach Kurzfristig. so, also ja. das ist schon so. Jetzt komme ich schon langsam zum Ende. Ja, schon, ich muss trotzdem schauen, ich drücke schon mit meinen Füßen herum. Dass ich ein bisschen... Schau, der Matti Automecke ist dabei. Immer zu spät bin ich im Leben, jedenfalls. Matti Automecke, servus, grüß dich Gott, Leiber. Also der zwickt schon an. Ja, ich zwick schon, ich tue da schon herum mit den Füßen. Zwickt schon an. Der Wolfgang sagt für den Patrick ein Achtel. Jawohl. Das hat er sich verdient. Ja, für die Steirische gleich das Zundings aufbauen. Das ist ein Task am Herst. Das ist ja das. So, pass auf. Wo ist die Karten jetzt? Achso, warte, Patrick, Wo warte. hab ich die Karten? Das ist eh gleich ein hartes Training, wenn man aufs Klo muss und dann, aber das und sowas noch machen muss. Das ist unter Stress. Das ist beim Militär, machst du es unter Stress. Du wirst unter Stress gesetzt, absichtlich. Und dann musst du so technische Spionagetechnik musst du dann da einsetzen. So, pass auf dran. Holt. Achso, Power on. Tut schon. Na wunderbar. Vielleicht daher ist besser, vielleicht, weil da haben wir Na, nur da. im Boss. Achso. Das war sehr erfahrungsgemäß. Geh weg, ich bin der Aufnahmeking. So? Na servus. Sehr noch. Ja, was? Das soll es regeln, Das werden wir gleich sehen. Aufnahme ist. Muss ich da her? Oder? Genau. Ja. Ja, genau. Ja, nimmt auf. Nimmt schon auf. Nimmt schon auf. Dann gehen wir es auf.
Jawohl, bravo! Bravo, Ritter Normuse! Oder So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hörten soeben Patrick Ruttkan, der steirischen Harmoniker, mit dem Lied. Die Bretula Polka. Wir wünschen Ihnen damit einen wunderschönen guten Abend und senden Ihnen allerliebste Grüße aus dem Studio Donaufeld und jetzt geht's essen. Danke. Franz, eben die SD-Karten ist umgebaut worden. Hat der Klaus noch unter vollem Druck sozusagen, Jetzt habe ich eine mörderische hat er's noch umgebaut. Jetzt habe ich eine mörderische Idee, Patrick. Na bitte, ja, schau, na, was? Pass auf, jetzt halt da muss ich ja sowas haben. Pass auf. Jawohl! Jetzt habe ich da, das ist so ein Pixam. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Mit dem haben wir es. das ist der Luster. Pass auf, jetzt da. Jetzt da geht's. Hoffentlich haben wir es nicht zusammen. Na, wieso denn? Das Das ist nicht so. Schau kann ja her. nichts sein. Und das, Das ist die schon runterfallen einmal, weißt du? Komm! Gerade an der Manfred vorbeigeht so, weißt du? Mit den Glaseln oder so. Patrick, schau, das musst du filmen. Natürlich. Das musst du filmen. Kammerkind Patrick ist an. Geht schon. Selbstverständlich. So, jetzt da, angenommen, das ist der Luster vom Taschler. Ich meine, Patrick, das musst dann du montieren, weil ich komme dann gar nicht auf. Natürlich, ist eh klar. Das ist eh logisch. Und das, ja, aber das ist ja dann so. So geht schon. Ist aber nicht so schlecht, glaube ich. Ne? Das ist ja ein bisschen genau mittig noch, so dran. Ja. Ist gut? Ja, passt. Ich hätte das einmal probieren. Ja, So. Aufnahme läuft. Ist Aufnahme auf Aufnahme bereits, ne? Ja, Läuft die Aufnahme. jetzt läuft die Aufnahme. Sehr schön. Bravo. So, Ja, dann nehmen wir was auf. glaubst du heute es dann wird auf dem Luster? Oh, ja, jetzt kann man das noch mehr. Vor allem, es gibt, vor allem kauft man so einen Dings, den man wirklich schön bieren kann. Gibt es eine längere auch noch? Gibt's noch? Gibt sicher längere auch. Gibt es so mit 1,20 Meter oder was auch so Widerstand da. Das deppert, da reißt mit Luster runter. Das ist eh schon alles in dem Gemäuer drinnen relativ dick. Da darfst du nicht so viel Gewicht draufhängen. Das Gerät fällt nicht an, aber der Luster kommt mit dem Gerät an. Ne? Ja. Schau, das schau mal so arg. Ich meine, die kriegen das heute noch kaputt. Nein, das ist ja, wir müssen ja Feldforschung machen. Ja. Ob das funktioniert. Einmal Holz. Matti hat da Mecke. Schau, Wasser, wie kann's man. Ich wüsste nur, dass ich Wein sauf, gell? Dir ist wichtig, dass ich saufen tue. Natürlich, ja, Aber dass ich vielleicht einfach Du musst mir nur ein bisschen helfen. heute. manchmal gern einfach nur auch Wasser trinke. Bitteschön. Das ist Machen ja wir vorbeigegangen, gell? Machen wir sofort. So, bitteschön. So, ne? Danke. Shimano ansehen. Mit den Bildern im Kopf vom Schiffen geht. Matti Automek ist ein Wahnsinn. Naja, aber es stimmt schon. Ne? Jawohl. Das stimmt. Jawohl. Nein, der Klaus hat der Druck noch reingedruckt, jawohl. Zum Wohl, meine Lieben. Ist einmal. nicht zum Wohl, Prost. Wollen wir nicht aufs Trinken vergessen. Gorillabot, genau, kannst du echt hinknoten. Ja, ein Gorillabot, sowas. So was habe ich eh gemacht. Aber da gibt's aber noch bessere als die Gorillabots, weil das sind diese Einzelglieder. Mhm. Kann ich echt sagen. Da habe ich sowas. Aber das mit der braucht man Mit der das ja nicht. Ja. Das ist wie das Gorillabot, nur wirklich biegsam. Ne? Ja, genau. Und das so was gibt es in Gorillabot- Einzel gibt es bis zum 1,20 Meter oder was. Das wird ja quasi so. Sowas. Das war eins der allerersten. Das Ja, war ja. noch lang vor YouTube und Co. wenn man das gekauft für, Ja, ja. für die Digitalkamera. Weil das war ja So die lang erste ist das her, Digitalkamera und da haben wir gedacht, die kann ich mir auf der Gitarre mit dem so aufhängen Dann kann man uns und kannst die du so Filme wie isolieren. Punkt 1, ich habe ihn isoliert. Ich hätte No, den no, Scheiß. no, no, so, no, no. Naja, ich meine jetzt so Also, auf der E-Gitarre, meine ich nicht. Und das ist halt. ja, ja. Ai, Entschuldigung. Das ist gleich. Aufnahme läuft. Läuft, ja, die läuft. Und die sieht man sogar. Ja. Und da hinten ist sogar ein rotes Licht. Wenn es finster ist und beim Taschel ist eh finster auch, sieht man das. Ja. Na gut, dann was spielen wir? No, haben wir Monika Kuri heute schon haben. Was willst du noch? Machen wir die Heiselfrau. Ja, mit der Jawohl. Steirischen habe ich schon lange Haben wir schon die gemacht. Steirische auch. Wenn wir es schon da haben. Jawohl. Das ist super. Ich bin froh, dass es so zu uns hält. Wirklich wahr. Das ist wisst ihr, wie spitze wir sind? Wir packen das einfach aus und das rennt schon. Ja. Das ist immer- Gut, das sind nicht mir Spitze, das Produkt wahrscheinlich nicht schlecht. das Ne? ist für, Aber das ist für Deppel gemacht, wie was wir sind. Ne? Aber so war das jetzt quasi ähnlich der Situation beim Taschler. Ja. Bitte schön, Herr Rutger.
Sie kennt alle, die jemals am verriedhaftet waren, Künstler und Hakler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen, egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kehrl rein, ja bei der Zinse kehrt er gerne. Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schirm so blau. Mit Sensi, ja, mit Sensi, oh Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sich im Fernsehen bewähren. Duftende Hackle und Co., sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häsel putzen, wenn man will sie schließlich benutzen. Das Kerl rein, ja bei der Zinse, da kehrt er gerne. Auf geht's, fertig, Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Schirm so blau. Mit Sensi, ja, mit Sensi, oh Stadtlau. Jawohl, Herr Lehrer. Die Häsel. Ein Hit jagt den nächsten heute, meine Lieben. Nachdem Klausi schief war, spielst die Häselfrau. Kreativ. Wirklich, da geht's zu. Das ist unglaublich. Unglaublich. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe nur gesagt, ich muss einen Stock höher. Woher willst du das wissen? Warum? Weil ich schon gefragt habe, was du hast schon zwicken. Achso, das kann sein. Ah ja, ich habe es selber gesagt, ich wollte schon zu. Ja. Ja, stimmt. Okay, Das war gut. eindeutig Ja. erkennbar. Weil sofort einen Schluck Wasser. Ich möchte vielleicht trotzdem noch mal eine Hand in Schmates streifen, für den Fall, dass jemand sagt, erst Leibwand, die Musik hat mir taugt. Ich hau an Schmates den berühmten Obolus ins Büchsel, wie man so sagt. Sowas im Broder oder eben der Hut geht rum, stellt euch vor, der Hut geht rum und es sammelt eine charmante junge Dame ab mit einem Lächeln, dem man nicht widerstehen kann und ihr sagt, ja, mal hast schon recht, da habt ihr was, ein Gerstl für die Musik. So müsst ihr euch das vorstellen, nur halt eben virtuell, das heißt, es geht nur über PayPal oder über Überweisung oder über so einen Superchat, wie wir es da schon gesehen haben, da über YouTube, Google oder wie auch immer das dann rennt. Wir danken euch herzlichst für eure Schmattes für die Musik. Dankeschön. So. Der Agerl redet noch immer vom Zoom. Wenn sich die Aufnahme etwas schief anhört, ist dann das Zoom schuld. Auf keinen Fall, wenn dann das kann. War schon legendär. Mein Tascam Portatuch. Wir haben tatsächlich vor einigen Jahren die Idee gehabt, mit dem Tascam Portatuch von den Brüdern eben Aufnahmen zu machen von uns, analoge. Es hat aber daran gescheitert, dass dieses Tascam Portatuch hat tatsächlich nur Klinkeneingänge für Mikrofone. Du kannst also 4 Spuren aufnehmen mit Obertabel und so weiter, also mit 6 Eingängen, aber 4 Spuren. Und der Mikrofon, es gibt keinen XLR-Eingang. Und jetzt ein halbwegs gutes Mikrofon, das nur mit Klinke arbeitet, weiß ich nicht, da haben wir keine. Jetzt müssen wir 4 Mikros erst aufstellen, damit wir da aufnehmen können. Weil sonst ging es schon irgendwie. Und das wäre natürlich schon ein Hetz für die LP, wenn man natürlich die Aufnahme selber auch schon analog hält. Ja, aber nicht mit einem Tascam-Portatuch. Wieso? Das ist ein gescheites Aufnahmegerät weg. Das ist ein gescheites Das Aufnahmegerät. Tascam-Portatuch war damals auch eher im Hobbybereich angesiedelt. Also definitiv, es ist ja so. Es ist nicht vergleichbar mit sowas, was wir da heute haben. Also definitiv, ist so. Ist ja schon 35 Jahre alt. Ne? Aber analog. Mikrofone haben wir keine, das ist das Problem.
Sonst ging es schon, aber was soll da? Ja, gutes Mikrofon brauchst, aber 4. Das mit Klinkenarbeit. Oder nein, irgendwas mit einem Vorverstärker. Geht das nicht auch? Das geht schon, ja, dann ist schon wieder nicht mehr ganz, dann ist schon wieder nicht mehr wirklich... Wieso ist ein Vorverstärker? Nein, wieso brauchst du einen Vorverstärker? Wie heißt denn sowas wie ein... Die iPods. Die iPods, quasi. ja? Ja. Habe ich eine. Ich weiß es. Habe ich eine. Das Schweinegeld kostet auch wie Favorit haben. Nie. Einmal haben wir es haben. Ja, dann haben wir es wieder angesteckt. Naja, Schweinegeld. Sogar mit einer Röhre drinnen. Ja, nein, das ist echt was Gutes. Die ist wirklich gut, ja. War für gewisse Projekte mit den Pluschrahmen war das Projekt. Was spielen wir jetzt wann spielen wir mit den Am Pluschrahmen? 20. März. Mittwoch, der 20. März beim Henglasl Brummer. Henglasl Brummer. Ich freue mich drauf. Jawohl, mit Uli Kommt Bär. so auf, meine Lieben. Kommt. Unbedingt. Bluesrock, Wienerlied kann man sagen. Uli Bär, ein Teil von den Untouchables dabei, der Herbert Nowacek, der Toni Griebaum, Uli Winter Und wir zwei. und wir zwei. Großartig. Steht auf der Homepage. Schaut rein auf die Homepage, aber es war wirklich, ich glaube, 20. Also Mittwoch 20. Mittwoch 20. März beim Henkel Hasselbrunner. Also wir bleiben gut sagen, bei den Heurigen. Sicher. Da haben wir sicher ein Riesenhetz und auch dort werde ich die iBox wieder nicht brauchen. Aber wurscht, trotzdem. Siehst du, vielleicht bis dorthin wäre vielleicht neue Satten auf der. Schauen wir mal. Ja. Ich habe das Audient ID44 Interface zugelegt. Sagt mir gar nichts, Matthias Gerold. Sagt mir gar nichts, Na, sagt da nichts. aber ja. Das rote Richtmikro kannst du nehmen. Ja, stimmt, aber da brauche ich nur, nein, das ist, oh ja, ich habe ein rote, das, was das? Ja, das ist für Das die... Boommaker mit der Batterie, was selbst verdient hat. Und das hat natürlich, ja nein, aber das hat ja, das müsste halt gehen, tatsächlich. Aber es hat einen Stereoausgang. Oder Klinken, aber kleine, gut, müssen wir aufgehen. Aber ich glaube, ein Stereoausgang, das habe ich dort wieder nicht. Nein, das kann nicht. Müssen wir auf 2 Stereo. Also auf 2 Klinken. Das ist schon sehr mühsam. Also ich halte von dem Projekt nichts. Das, ne? Nein. Ich werde auch noch dran arbeiten. Ein Schelag aufnehmen, sagt der Wolfgang, jawohl. Ein Dezilitplatten oder sowas noch, ja? Ja, aber sonst haben wir nichts Kann ich Analoges. Mit was sollen wir das sonst aufnehmen? Wir haben ja nichts Analoges. Sonst. Und ein Studio analog habe ich die Ehre. Ja, da habe ich, da was heißt. Und wie gesagt, am Tascam hängt es ja. Das ist nur wir müssen nur schauen, wie wir da analoge Signal reinkriegen. Aber nein, ich sehe das schon kommen. Du musst dir vorstellen, ich habe mir das Tascam-Board gebraucht, vor 35 Jahren gekauft, glaube ich. Und wahrscheinlich wäre, oder wenn wir das jetzt machen, Aufnahmen haben war wir es nach gemacht damit. 35 Jahren das erste Mal was Gescheites damit gemacht worden. Wir aufgenommen, aber mit den normalen Kassetten, das war ein Rauschen, ein Ding mit den, das war Ja, die Mikros, das waren ja nicht die Kassetten, das waren die Mikros. die besten Aufnahmen haben wir gemacht mit Kassettenrekorder. Das war leibend. Und zwar mit einem internen Mikrofon Mikrofon. drin, aber die schönsten Aufnahmen. so ein Kassettenrekorder, oben Philips. zum- Der war leibend. Das waren die schönsten Aufnahmen, ja. Ja. Habe mit meinem 3D-Drucker unterhalten und es ist eine Strohgeige rausgekommen. Wolfgang, bravo. Auch vorsichtig sein mit dem, was du konsumierst. Sage jetzt nur, weil. Schon langsam kommen wir zum Ende. Ja, wir Apropos arbeiten uns zum konsumieren. Schluss. Absolut richtig. Zum Wohle, meine Lieben. einmal. Sehr zum Auf Wohl, dich Prost. auch, gell? Ja, auf die, ja, zum Wohl, Prost. Ja, na, schauen wir dann, was die Aufnahmen können. Weil das ist Ja, quasi klar. schon die erste Das CD. ist die erste CD eigentlich, Das ja? ist, wir sind schon fertig. Ja, von der Zeit her, ja. Wollen wir nur runterlassen? Umspielen. Schon gemacht. Ja, da tun wir gar nicht viel Da tun wir nicht viel. mitschneiden. Das nehmen wir original. Was tun wir mischen? Nichts. Gar nichts. Das nehmen wir so, wie es ist. Das nehmen wir original. Das ist authentisch. Das brennen wir gleich auf einem Ja. Rolling, schicken es gleich ins Werk und geht schon. Ja. Der AKM sagen wir nichts, also der Austromechaner. Schlecht die Heidelfrau. Oh, ist das Maria. Auf Kassette aufnehmen, dann ist das Mikro auch egal. Ja, war wahrscheinlich. Ja. Nein, irgendwas werden wir es sein. Aber ich glaube, werden wir sehen. Also ich bin guter Dinge, dass wir das haben. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, was aussieht. Wir halten euch auf dem Laufenden natürlich. Und wann wer zum Taschler kommt, bedenket, Big Brother is watching you. Nein, wie sagt man das? Wie ist es, wenn einer mithört? Sagt man nicht, is watching you. Listening. Naja, ist Listening. Jetzt, hast du schon jemals verkehrt, Big Brother is listening?
Nein, eigentlich nicht. Nein. Ja, eben, das ist Watching You. Du musst sagen, auch, Big Brother is hearing you. Nicht? das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Da bin ich freuen uns drauf. Ich bin gespannt, was rauskommt. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied muss schön stark sein, sonst hast du die halbe der Zeit frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln nicht lieb sein. Du tust das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal am schnellsten verfliegt auf der glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, dann müsst ihr stark sein. Noch ist alles, sonst fliegst du davon. Start sein, sonst hast du die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln nicht lieb sein. Du willst das nicht, du willst das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal am schnellsten verfliegt auf eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, und das Glück muss schön stark sein. Noch ist auch, weil sonst fliegst du davon. Jawohl. So viel schön. Und mit dem sagen wir fertig gut. Ne? Richtig gut macht Den letzten Schluck trinke ich noch auf euch. Macht es gut und wir sehen uns hoffentlich der eine oder andere morgen um 9 Uhr. Facebook oder YouTube. Chefschauer. So schaut aus. Die Morgenshow. Du bist auch dabei. Ne? Du wirst den. Nehmen wir schon auf. Auf euch. Alles Liebe zum Wohl. Macht's es gut. Habt einen schönen restlichen Abend noch. Und ich hoffe bis morgen. Gell? Jawohl, viert euch. Viert euch.